Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, eure Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. In einer Monster 1,5 Stunden Episode schauen wir einen Tripleheader und ganz viele Off-Track-Themen an. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt uns doch followen auf Instagram unter Unsafe Release, lasst doch einen Kommentar oder ein Like da auf eurer Plattform, wo ihr gerade sind, und ich wünsche euch ganz viel Spass bei der heutigen Episode. Der Tripleheader Nummer 2 ist somit beendet und ja, wir haben sehr viel zu besprechen. Wir entschuldigen uns jetzt schon im Vorfeld, falls das ein riesen Podcast wird. Vielleicht gibt es auch eine zweite Episode daraus, wenn er sich zu lang zieht. Aber ja, wir haben tatsächlich off-track sehr viel zu besprechen und wie wir nicht erwartet haben, auch on-track, eigentlich bei 3 Rennen, die, ich sage jetzt mal, klassisch gesehen eher ein bisschen langweiliger ausfallen, haben wir doch auch auf der Strecke eigentlich sehr viel zu besprechen. Aber wie gesagt, ist eben auch ab der Strecke sehr viel passiert. Zum Beispiel hat man Wind bekommen von einem neuen Rookie, der mittlerweile solche Runden macht. Sein Name ist Franz Herrmann. Ein extrem guter Fahrer, der hat an der Nordschleife mal bei einem Test mitgemacht, vor dem Imola Grand Prix noch, und hat dort einfach mal die schnellste Rundenzeit in der Kategorie hingebrettert. Ja, nein, Spaß beiseite. Ich glaube, ihr wisst alle, dass der Franz Herrmann der Max Verstappen ist, wo, ja, ich sage jetzt mal, ohne Erlaubnis von Red Bull sich ein bisschen Zeit mit seinem Verstappen.com oder Verstappen Racing Team genommen hat. Er wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch ja, dann, im Verlauf des Jahres am richtigen Rennen teilnehmen, 24 oder 12, vielleicht 6 Stunden Rennen. Das ist aber noch so ein bisschen unklar, vor allem eben, ob er das dann auch wird dürfen. Aber ich glaube, dass er sich dann halt wirklich einfach als der Franz Herrmann eintritt und das einfach durchzieht. Aber ja, krasse Geschichte. Etwas, was man halt nicht immer wieder hört, aber eben doch schon auch. Zum Beispiel ein Räikkönen ist auch schon als Rallye-Fahrer zwischen der Saison ein bisschen gefahren und hat einen anderen Namen eingetragen. Also ja, nicht ganz unbekannt, dass das, ich sage vor allem, irgendwie die Champions sich immer wieder erlauben, so zu machen. Aber ja, habe ich sehr, sehr eine coole Story gefunden mit dem Max dort. Ich weiss nicht, hast du auch noch etwas, wo hast du darüber sagen oder deine Meinung dazu preisgeben zum Franz Herrmann? Also ich finde es ja richtig geil. Oder ich finde es auch richtig von ihm. Weil man muss sich einfach überlegen, der Typ, der schwängert seine Alten, nachher kriegt er eine Woche vorher ein Kind über. Aber dass er ein Papi ist an einem Wochenende, wo er eigentlich frei hat, geht er lieber GT3 fahren an der Nordschleife. Und eine Woche später ist er am Imola Grand Prix und gewinnt das Ding noch. Und vor allem, also auch in den Interviews, gell, hat er gesagt, ja, jetzt kann ich mich zurücklehnen, gehe mir ein bisschen Zeit für meine Familie nehmen, bumm. Ja, also eine völlig geile Aktion. Also für das feiere ich einfach den Max so extrem, dass er einfach wirklich einfach sein Ding macht. Und eben, er wird ja schon auch die Nordschleife noch fahren. Er war ja als erstes Mal dort, lustigerweise. Er ist noch nie an der Nordschleife gefahren. Nur halt im Sim-Racing amis. Und kennt es halt nur von dort, aber selber dort gefahren ist er wirklich noch nie anscheinend. Und er hat scheint's Track-Record gemacht, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Und er hat ja einfach gesagt, er wollte mit einem möglichst deutschen Namen an den Start gehen. Und das sei einfach Franz Herrmann gewesen, wie er sich registriert hat. Sehr, sehr lustige Geschichte. Also der Track-Record, geil. By the way, es ist nicht der Track Record, sondern von dieser Kategorie der Lap Record. Kategorie, ja. Also es ist nicht so, dass es die all-out schnellste Zeit auf Alltime ist, aber wenn er jetzt im Rennen gefahren wäre, hätte er die schnellste Runde gehabt. So kann man es eigentlich anschauen. Okay. Genau. Ja, aber richtig geile Aktion und finde ich auch richtig und ich finde es auch gut, dass Fahrer das machen oder auch möchten machen, aber das zeigt halt einfach auch, was der Verstappen eigentlich für ein Racer ist und er eigentlich wirklich Formel 1 fährt, weil ihm das Spaß macht oder wegen dem Racing macht er es gern und nicht wegen dem Geld. Das zeigt es einfach halt noch einmal mehr wieder, weil ja, einen Hamilton hast du jetzt noch nie gesehen, so etwas machen oder andere Fahrer, die fahren einfach in der Formel 1 und wenn sie nicht fahren, sind sie auch froh, aber er wird halt einfach immer fahren. Das finde ich halt schon richtig nice von ihm. Das ist so, ja. Also es gibt einfach Leute, die halt einfach aus einer gewissen Passion in die Formel 1 reinkommen und das einfach wirklich auch wollen. Ja, ein paar bleiben drinnen.
egal wie passionate das sie sind, weil sie halt Talent haben, weil sie mehr Biss haben als andere. Zum Beispiel der Stroll, der hat eigentlich keins von beidem und ist trotzdem drin. Ja, der hat ja wirklich kein Biss. Ja, ist wirklich so, ja. Ja. Auf die Hand bissen jetzt, ja. Aber sehr wahrscheinlich schon. Du greifst 3 Themen voraus. Etwa. Ja, das haben wir gar nicht aufgeschrieben, kommt mir gerade in den Sinn. Mama, ja, gut, ich habe jetzt so relevant. Ich kann es tun. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass wir dort drüber reden. Ja, die Lieblingsfahrer lassen wir fahren, kann ich verstehen. Auf jeden Fall, ja, einer, der die Passion hatte und den Biss hatte, aber vielleicht das Talent ein bisschen dafür gefällt hat, und das meine ich jetzt wirklich nicht despektierlich, ist der Duan. Dort haben wir ja kurz vor dem Imola Grand Prix offiziell dann Bescheid bekommen, endlich, dass er durch Colapinto wird ersetzt werden. Dann technisch gesehen hätten wir noch viel Alpine-Mess zum darüber reden, aber mir ist langsam leid. Ich mag nicht mehr darüber reden, dass sie wieder Team Principal wechselt haben und weiß auch nicht was. Ist halt Alpine, wo Alpine Sachen macht. Also sprich der Oliver Oakes, wo auf Dubai abgehauen ist, weil sein Bruder dort irgendwie verhaftet wurde und jetzt ist er selber auch irgendwie verschwunden oder irgendwie so etwas. Das also meinst du? So. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal angesprochen haben. Ich weiß nicht, aber du hast mir das, glaube ich, erzählt, kann ich meinen. Ja, genau. Also ich weiß auch nicht, wie tief das wir es im letzten Podcast besprochen haben. Wir lassen halt leider nicht immer gerade den letzten Podcast, wenn wir den aufnehmen, sondern informieren uns einfach, was jetzt gerade so war. Falls wir noch nicht darüber geredet haben, einfach einen kurzen Ablauf. Basically, Oliver Oakes, sein Bruder, ist verhaftet worden wegen Geldwäscherei. Der hat immer noch weiterhin mit Ural Kali zusammengearbeitet und dort Geld reinbuttern lassen von Hightech. Ziel war dort schlussendlich auch gewesen, den Mazepin irgendwie zurück in Formel 1 zu bekommen, sowie auch einfach generell, ja, halt mit russischem Geld arbeiten ist nicht erlaubt momentan unter der FIA, und sie haben es auch gemacht, und das ist mal das eine, einfach Sanktionen ist das andere, also staatlich gesehen, rechtlich gesehen, hat er auf den Sack bekommen, und der Oakes hat sich dann halt einfach auch zurückgezogen, damit ja nicht irgendwie Alpine müsste darunter leiden unter irgendwelchen Investigationen oder so. Ja, und jetzt haben wir wieder den Briatore, der am Helm ist, und dem seine erste Entscheidung ist logischerweise gerade den Colapinto rauszunehmen. Mittlerweile hat sich aber herausgestellt, dass es eigentlich also den Colapinto reinzutun, nicht den Duan. Genau, Colapinto reinzubekommen, richtig auszuwechseln. Den Duan rauszunehmen. Genau. Mittlerweile weiss man aber auch, dass das schon eine Entscheidung war, die vor dem Wechsel vom Team Principal gefallen ist. Also da haben wir eigentlich Colapinto schon vorher reingesteckt. Was aber sehr interessant ist, dass sein Contract nur für 5 Rennen ist. Stimmt das? 5 oder 6? Genau, ja, 5 Rennen. Nur für 5. Und das wirft halt so ein bisschen die Frage auf, ja, was wollen sie denn machen? Ist das einfach so ein bisschen aus, schau, wir haben im Duo noch nicht mehr Chance gegeben, so sagen wir das erste Mal, dass wir dir nicht mehr Chancen geben. Ja, frage ich mich so ein bisschen, was denkst du, was ist die Intention dahinter, dass sie sagen, ja, du bekommst nur einen 5-Race-Contract über? Das Geld. Also, in erster Linie ist es einfach das Geld wieder. Also, ich muss ehrlich sagen, es ist halt schon ein bisschen ansehen. Der Duan ist ja eigentlich auf Strecken gefahren, wo er noch nie gefahren ist. Also, vielleicht höchstens Simracing, aber es ist auch so, ist er ja nie irgendwie, ich weiß nicht, ob er je Australien gefahren ist oder China, weiß ich nicht. Nur Japan tatsächlich. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, aber das sind halt alles so Strecken, wo er nie gross gefahren ist. Und jetzt der Colapinto kommt jetzt gerade auf Europa-Rennen, wo der Duan auch gefahren wäre. Und man muss einfach auch sehen, der Duan ist ja nicht einmal vom Speed her so weit weg vom Gasly eigentlich. Also klar, der Gasly hat hier und da schon besser performt, da möchte ich nicht abstreiten. Der Duan hat auch viel Schrott gemacht. Aber wenn du rein nur von der Pace anschaust, also vom Qualifying Pace an, ist er nicht einmal so abartig weit weg gewesen. Vom Gasly. Ja, aber ist ein schneller Fahrer. Das darf man über das Ganze darüber nicht vergessen. Genau, er war eigentlich schon schnell gewesen. Aber ich glaube es halt schon, dass in erster Linie halt einfach der Briatore halt das Geld auch wieder vor Augen hatte. Weil er ist halt, irgendwo durch ist halt einfach auch der Geschäftsmann und nicht irgendwie ein Team Principal. Und ja, darum hat er halt Colapinto genommen, weil er bringt halt die dicken Sponsorengelder mit, noch von Argentinien. Die argentinischen Fans, die auch nochmal Geld bringen für Alpine. Also dort macht es schon Sinn, wieso 5 Rennen. Hure schwierig zu sagen. Also ich sehe ehrlich gesagt dort auch noch nicht so ein Bild dahinter. Vom jetzt der Colapinto, eben gerade Imola
greife ich ein bisschen vor, ist ja jetzt wahnsinnig berauschend gewesen. Also auch die nächsten 2 Rennen ist er auch nicht berauschend gewesen. Von dem her schwierig zu sagen. Der Briatore hat einfach in einem Interview noch gesagt, oder wenn ist es ja vor dem Spanien Grand Prix oder am Spanien Grand Prix, ist in der Pressemitteilung gekommen, der hat gesagt, ja, das Rennen, oder wie soll ich sagen, die Rennen, die er gefahren sei 0, 1, nein, wie das gesagt hat, 1, 0 und jetzt wieder 1. Also alles so, ja, das erste Rennen kennt er die Strecke, in Monaco ist er ja noch nie gefahren und jetzt Spanien ist eigentlich das erste Rennen, das zählt, aber es ist sein drittes Rennen. Wieso in dem Stil hätte es irgendwie sagen. Aber es haben ja alle gesagt, sie haben nicht so richtig verstanden, weil der Briatore, sein Englisch ist ja katastrophal teilweise. Und ja, darum mal schauen, was jetzt in 2 Rennen passiert, ob der Colapinto wieder ausgewechselt wird durch einen anderen Fahrer, durch den Duen wieder. Es gibt ja eben, jetzt müssen wir halt wieder ein bisschen vorgreifen, es gibt ja Gerüchte, dass zum Beispiel der Paul Aaron vielleicht könnte kommen. Ich muss aber auch sagen, der Paul Aaron ist ein bisschen unwahrscheinlich, weil der ist ja hauptsächlich wegen Oliver Oaks eigentlich zu Alpine gekommen, weil der ist ja unter dem Oliver Oaks im Team gefahren bei Hightech. Oder Hightech ist es? Ja, Hightech ist es. Yes. Genau, und alternativ haben sie, wer hat es noch? Ich habe es mal aufgeschrieben, ich weiß nicht mehr wer. Einer, der nicht in der Formel 2 fährt, aber auch nicht gerade so berauschend ist. Ja, der Martins. Der Victor Martins. Und der Kuschmaini. Ist der Martins nicht der? Nein, stimmt. Martins ist jetzt zu Williams gegangen, Entschuldigung, richtig. Genau. Der Kuschmaini. Genau, technisch gesehen könnten sie wieder den Hirakawa anfragen, der jetzt aber eigentlich unter Haas ist. Also ja, die Fahrer säckeln ihnen ein bisschen davon. Genau. Und da gibt es jetzt halt eben wieder schon Spekulationen. Wir haben den Namen schon lange nicht mehr im Podcast drin gehabt. Der Mick Schumacher soll angeblich auch noch ein bisschen in der Pole Position sein. Er tut ja immer noch ein bisschen liebäugeln mit der Formel 1. Obwohl das bei ihm ja eigentlich momentan in der WEC Series bei Alpine das Ganze relativ gut läuft. Die haben ja jetzt, ich glaube, es hat 3 Rennen gehabt bis jetzt und er ist zweimal auf dem Podium gestanden mit seinem Alpine. Also von dem her kann man sich dann nicht beklagen, für das ja eigentlich die 2. Saison ist für Alpine. Also dort läuft es relativ gut. Ja, mal schauen, ob das zustande kommt. Ich persönlich glaube es weniger, dass der Mick wieder zurückkommt in die Formel 1, aber nicht bei Alpine. Da gibt es ja noch ein Gespräch mit Cadillac, dass die ja eventuell Interesse an Mick haben. Ja, eben, es ist so viel Spekulationen und es gibt so viele Gerüchte in der Formel 1 im Moment. Gerade vor allem um Alpine herum, das ist nicht mehr normal. Und man muss wirklich sagen, ich habe das letzte Mal ein bisschen überlegt, wenn der Scheiß eigentlich angefangen hat mit dem Alpine Downfall, wo man mittlerweile schon wirklich sagen kann. Ja, mit dem Abitebull eigentlich. Ja, ich würde sagen, es war eigentlich noch okay gewesen, bis der Safnauer gegangen ist. Nach dem Safnauer war es nur noch eine Katastrophe gewesen. Ich finde, es hat schon vor dem Abitebull angefangen, weil wo der Abitebull noch Teamchef war, hat mir Renault wieder zurück in den Sport holen. Und dort haben sie zum ersten Mal angefangen zu reden von dem 100-Rennen-Plan. Und etwa, wo so 60 Rennen durch sind, haben so einen Technical Director gekickt. Ich weiss leider den Namen nicht mehr, ob es echt der Marc Genet war oder so. Ich weiss den Namen echt nicht mehr. Und ab dort ab haben sie dann nachher den 100-Race-Plan resettet, sind auf einmal zu Alpine geworden, haben wieder einen neuen 100-Race-Plan rein da. Also mich denkt, das hat eigentlich schon 1000 Race-Plan. Etwa so, ja. Es hat für mich etwa dort angefangen und ich meine, es ist einfach schon beim Abitebull, obwohl ich muss sagen, persönlich gesehen, bin ihm nie warm geworden. Ich habe den Cape nicht gern. Aber der ist nachher Team Principal vom Hyundai Rally Team geworden und die holen Punkte und Rally Wins rein wie blöd. Der macht das gut. Der ist ein guter Team Principal am Ende vom Tag. Und so ein bisschen, ja, man merkt einfach von vorweg, das Hauptproblem ist, dass das Team nur noch Geld will. Es will gar nicht gewinnen. Es interessiert es gar nicht. Also Renault auf jeden Fall nicht, zu 100%. Die sehen nur Marketing dahinter. Und ja, das resultiert halt einfach in all diesen Entscheidungen, die man die ganze Zeit hat. Man ist ständig in der Publicity, man redet ständig über Alpine, aber auf der Strecke passiert nichts. Und ich sehe nicht, ehrlich gesagt, noch eine grosse Zukunft für das Team. Also ich glaube nicht, dass wir 2030 werden da hocken und noch von Alpine oder Renault werden reden. Weil weder Motoren in meinen Augen noch ein Team wird es in 2030 in der Formel 1 geben, wo irgendwie etwas mit dem französischen Hersteller zu tun hat.
Da bin ich mit dir. Glaube ich auch nicht. Also ich glaube auch, dass das früher oder später wird das Ganze aufgekauft werden und ja, also ich denke auch, es ist nicht mal so unwahrscheinlich, jetzt wo die Formel 1 immer noch nach wie vor so im Hype ist, dass es vielleicht irgendwie sogar ein Privater kauft, also nicht einmal irgendwie ein Dings muss sein, wie soll ich sagen, so ein Autohersteller, sondern ja, so wie Haas eigentlich in dem Sinne, oder wie Williams, einfach so ein Privater kommt, der das Ganze aufkauft und ja, dann nachher vielleicht ein bisschen besser auf die Beine bringt. Mal schauen. Ja, und ich meine, wenn wir realistisch sind, es könnte ja auch gut sein, dass ein McLaren sich denkt, weißt du was, die sind jetzt schon mit Mercedes-Motoren gefahren, wir könnten uns doch eigentlich jetzt so ein Tochterteam gönnen, jetzt wo wir so guten Erfolg haben, oder? Oder auch Mercedes, ein offizielles Tochterteam reinholen. Ich meine, was spricht dagegen? Wenn Red Bull das ja auch kann, dann wird es dann aber riesige Diskussionen geben, falls das so würde passieren. Aber ja. Gut, ich meine, Red Bull hat es ja auch, wieso soll es denn Diskussionen geben? Ja, weil es dann nachher jedes Team noch ein Tochterteam hat. So. Ich weiß auch nicht. Es kommt nicht einfach ein bisschen darauf ab. Ich finde es schon grenzwertig, wie teilweise die Beziehung zwischen Red Bull und Toro Rosso. Racing Bulls. Ich werd nie dahinter kommen. Racing Bulls, genau. Ja. Halt so ein bisschen gehandhabt wird. Ich meine, ich finde das immer schon ein bisschen diskutabel. Aber ja, da kann man jetzt sich über den Grimm vertrauen. Auf jeden Fall, wenn wir wieder ein bisschen zurückrudern zum eigentlichen Thema, das wäre der Colapinto. Der hat ja in Imola sein Debüt gehabt und ich wollte eigentlich das noch ein bisschen ansprechen. Was hast du von seinem Debüt gehalten in Imola? Findest du, ja, ist das gerechtfertigt, in dem Sinn, der Start, wie er ihn gehabt hat, den Touren rauszuschmeißen für die Performance, die der Colapinto jetzt, ja, von mir aus sage ich, die letzten 3 Rennen schon gehabt hat, wo er hätte fahren können? Also ich glaube, es hat jetzt nicht so einen riesen Unterschied gemacht, ob du den Duen drinnen gelassen hast oder den Colapinto genommen hast. Ich meine, der Colapinto ist von P16 gestartet, eigentlich P15, aber er hat noch eine Strafe bekommen, weil er nach der Red Flag vom Yuki zu früh aus der Garage gefahren ist. Hat er einen Penalty bekommen. Und das Rennen abgeschlossen hat er, das muss ich schon spicken, auf P16. Also, er ist genau dort losgefahren, oder er ist dort geändert, wo er losgefahren ist. Und auch jetzt so, die restlichen Rennen, die haben jetzt also auch nicht überzeugt, in meinen Augen. Also, ja, es gab vor allem auch Spanien, also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Meisterleistung, oder man muss sagen, so, der hat es jetzt verdient, dass er den Duen ersetzt hat. Aber ja, ist halt schwierig zu sagen. Gell? Ich denke auch wirklich, dass der Briatore ein bisschen Geld möchte absahnen und ja, that's it. Aber ich glaube, der wird nach 2 oder 3 Rennen wird der wieder ersetzt oder nach der Sommerpause. Bin ich ganz ehrlich, wenn es so weitergeht. Ja, es kommt natürlich darauf ab, wie viel Geld das er effektiv mitbringt. Das ist traurigerweise in meinen Augen auch fast der einzige Faktor. Was ich sehe, ist, dass er nicht ganz so wohl ist, wie er es zum Beispiel war mit dem Williams. Also ich glaube, der Williams-Karre ist ihm deutlich besser gelegen. Er ist besser gefahren drinnen. Aber ja, ich fände es schade, wenn wir jetzt ihn auch noch rausbooten, weil nicht wie beim Duen, beim Colapinto weiss ich wenigstens, dass der Cape ein unhuere Talent noch dahinter hat, was im Duen halt wirklich schlichtweg so ein bisschen gefällt hat in meinen Augen. Aber auch der Duen hat eine 2-3-jährige Karriere in der Formel 1 haben. Ich sehe auch beim Colapinto eigentlich so etwas Ähnliches, dass der eigentlich schon ein paar Jahre verdient hat, drinnen zu sein, nur wenn sie ihn werden kicken, wird ihn niemand mehr aufnehmen. Oder wenn du 2-mal gedroppt wirst als Rookie, dann ist es meistens einfach vorbei. Und von dem her fände ich das einfach mega, mega schade, wenn das passieren würde. Aber ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass so etwas kommt. Also ich bin da auch ein bisschen auf deiner Seite. Ja gut, unter einem Priatore sowieso. Gell? Wenn du dort verkackst, dann bist du einfach durch. Ist so. Das musst du einfach wissen. Und darum, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er gerade auf dem Schleuderstuhl hockt, aber ich glaube, er ist schon noch ein bisschen ich glaube, das Einzige, was für ihn spricht, ist, dass sie wirklich keinen klaren weiteren Kandidat haben. So. Sie haben nicht jemanden, den du 100% kannst reinsetzen kannst, außer sie sagen, sie wollen den Tun wieder haben, weil irgendetwas teamintern überhaupt nicht funktioniert.
Aber der Colapinto hat es ja hure gut mit dem Briatore. Also wird sich das nicht so schnell ändern. Also wenn er nicht gerade schlecht performt, wird er es ja schon durchmachen. Aber es ist auch nicht so, dass sie gar niemanden haben. Eben, sie können den Aaron reinsetzen, sie können den Maini reinsetzen. Sie können, wenn sie Bock haben, einfach auch allen immer einen 5-Rennen-Contract geben und einfach mal ein ganzes Jahr lang schauen, wer am besten fährt. Ich meine, Red Bull ist auch nicht weit davon entfernt, genau so etwas zu machen. Und ist ja gerade so ein bisschen das nächste Thema, das ich aufgreifen will, aber eher so ein bisschen indirekt. Ich will zuerst mal einfach schnell über den Mordscrash vom Tsunoda reden. Das ist ja echt, ich würde sagen, erschreckend gewesen. Ist ein Corner, wo man nicht oft wirklich sieht, dass ein Auto einen Unfall macht, aber als ich es zuerst gesehen habe, habe ich gedacht, da ist jetzt ein bisschen hure viel kaputt, für so wie das Auto aussieht. Und der Moment, wo dann der Replay kam, bin ich zuerst mal wirklich so ein bisschen einen Schritt rückwärts und dachte so, oh shit, okay, das ist ein wilder Crash gewesen. Er hat sich also ins Gras rausgekommen ist er eigentlich nicht. Es ist einfach Kontrolle verloren vom Auto. Du siehst, dass er komplett on the edge ist und der kaum fahren kann. Und das im Q1 eigentlich schon. Also es ist nicht so, dass er schon voll an meinen Jetten gewesen wäre und alles hat versucht rauszuholen. Also das Auto ist einfach so auf der Messerspitze, ja, dass er dort halt im Exit von der Schikane das Auto verliert und sich dann über die Bande drüber überschlägt. Etwas, was man halt auch nicht allzu oft sieht. Bin sehr froh gewesen, dass ihm nichts passiert ist. Und auch Donner, glaube ich, kann man wieder mal im Halo einfach Danke sagen, dass ihm nichts passiert ist, weil er war mit dem Cockpit genau auf die hohen Gummireifen draufgeht. Von dem her können wir wieder mal froh sein. Aber erschreckend zu sehen, wie viel Mühe dass er mit dem Auto hat und auch erschreckend einfach generell den Crash zu sehen, wie er passiert ist. So. Ja, definitiv. Also der Crash ist wirklich heftig gewesen. Also eben auch, bei mir ist es nicht anders gewesen. Ich habe die Bilder gesehen und denke mir so, wieso? Also zuerst habe ich gedacht so, ja okay, ist einfach raus in die Bande, fertig und so. Dann kommt das Replay, der sehe ich dort am Überschlagen alles. Und ja, es war halt schon ungünstig gewesen, gell? Ich meine, er hat Oversteer bekommen, das Heck ist ausgebrochen, hat sich weggedreht und dann nachher ein Käse hat sich gelöpft. Das ist halt ein bisschen der Nachteil vom Käse halt damals. Passiert halt gerne mal und dann nachher, weil er so viel Speed noch drauf hatte, hat es natürlich gerade auf die Bahn aufgeschleudert und ja, also Gott sei Dank ist ihm nichts passiert, aber das war schon recht heavy gewesen. Und ja, ich weiß halt nicht, ich glaube, der Yuki hat sowieso nicht gerade so viel Selbstvertrauen in das Auto. Da kommt so etwas und dann fühlst du nur noch mehr Selbstvertrauen in das Auto rein. Und dann bist du halt einfach automatisch auch langsamer. Also so wie er jetzt in den letzten paar Rennen auch war eigentlich. Also klar, ich meine, er hat dann nachher in Imola immer noch ein P10 geholt. Ist eigentlich wirklich von weit hinten gestartet. Aber nachher auch Monaco war nicht gut gewesen. Und eben dann jetzt auch Spanien am Schluss ist auch wieder nicht gut gewesen. Also ja, es ist halt einfach schwer für ihn und eben, es gibt ja auch jetzt wieder die Gerüchte, wird er vielleicht irgendein in der nächsten Zeit, sagen wir jetzt einmal in der Sommerpause, durch den Hadjar ersetzt, weil der Hadjar ja momentan wirklich einen sehr guten Job macht bei Racing Bulls. Ist ja, kann man sagen, wirklich fährt er momentan besser als ein Liam Lawson, der ja jetzt doch auch schon ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal, Formel-1-Erfahrung hat oder auch mehr als der Hadjar. Und da stellt sich halt natürlich schon die Frage, kommt der oder bleiben sie jetzt beim Yuki, weil sie ja ursprünglich gesagt haben, wir bleiben beim Yuki bis sicher Ende Jahr. Wenn man so ein bisschen Kommentare und so verfolgt vom Helmut Marko und so, die reden schon immer noch für den Yuki. Also es ist jetzt nicht so, dass sie ihn irgendwie auch so in den Interviews okay oder so, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, da ist schon noch ein bisschen Unterstützung da. Und man muss auch einfach ehrlich sagen, Red Bull hat auch keine Option, weil ein Hadjar jetzt schon ins Red Bull Racing zu befördern, das ist eine dumme Idee. Dann machst du wieder genau das Gleiche wie mit einem Elben oder wie mit einem Gasly. Und das bringt dir einfach gar nichts. Darum, ich würde wirklich im Yuki immer noch weiterhin Zeit geben, weil es ist ein anderes Auto. Ich meine, schau mal den Hamilton an, der im Ferrari fährt. Klar, er fährt weiter vorne mit. Das ist jetzt nicht so gravierend, aber der Hamilton hat da wesentlich mehr Erfahrung als jetzt ein Yuki Tsunoda. Aber man merkt halt schon sehr stark, dass das Auto auf den Max abgestimmt ist.
und nicht auf einen Yuki oder beziehungsweise eben, es wird ein bisschen, ja, immer wie auf zwei Fahrer geschissen, kann man sagen, beziehungsweise man sagt ja immer, das zweite Cockpit bei Red Bull sei verflucht. Aber man muss schon auch realistisch sein und sagen, er fährt schlechter als ein Perez. Kommt man nicht drum herum. Und ich glaube auch jetzt, wenn man so den Yuki sieht, in einer Fahrt, muss ich auch mich selber ein bisschen an der Nase und sagen, okay, der Perez hätte es vielleicht nicht besser können, weil es einfach nicht besser gegangen ist mit dem Auto. Weil, ich meine, in der Netflix-Doku hat er ja auch schon gesagt, im 24 das Auto ist unfahrbar, aber der Max hat es selber bekommen, weil es halt auf den Max abgestimmt wurde. Ist dazu mal. Ja, richtig. Also ich glaube, wir sind dort alle zusammen so ein bisschen in den Trott hineingehauen, wie wir es halt schon vor dem Perez eigentlich hatten. Oder wir haben ihm Gasly zugeschaut und haben alle das Gefühl gehabt, ja, der Gasly ist das Problem. Wir haben ihm Albon zugeschaut und haben dann auch nach 1,5 Jahren gemeint, ja, der Albon ist das Problem. Oder? Und wo der Perez kam, hat es dann auf einmal funktioniert. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass halt dann, wo der Perez kam, hast du einfach so ein bisschen das Limit erreicht. Plus die Erfahrung von Perez hat ihm natürlich auch die Möglichkeit gegeben, zu sagen, ich brauche das, ich will das von euch. Und sie haben auch anfangs logischerweise noch auf ihn gelassen, weil sie nicht gerade ein neues Auto haben müssen machen, sondern nur eins anpassen, das sie schon haben. Mit den neuen Regulations hat man auf einmal gemerkt, dass der Perez wieder schlechter funktioniert, weil man dort halt wieder zuerst geschaut hat, was sind die Grenzen vom Auto, wie weit können wir es ausreizen, weil der Max kann das dann schon handeln, oder? Und was jetzt fehlt, und da ist jetzt das, was mit uns allen auch passiert ist, mit allen von den Medien, mit allen von Red Bull, wir haben gedacht, der Perez ist das Problem, aber es war von vorne weg das Auto gewesen. Und ich weiss, es ist eine krasse Meinung, aber ich finde, wenn sie den Yuki jetzt Mitte Jahr rausschmeißen würden wollen, dann wäre die einzige richtige Variante, den Perez wieder zurückzuholen. Und das tönt so abstrus, das tönt so ab der Welt, aber was hast du für eine Wahl? In einer Hotchart-Karriere noch kaputt machen, währenddem du schon beim Tsunoda, Lawson, Albon und Gasly gemacht hast? Nein, das macht auch keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn. Ja, aber das werden sie nicht machen, weil sie haben dem Perez so viel Geld in den Arsch gepumpt, dass er aus dem Vertrag rausgeht. Genau. Weil sie sich ja doppelt eigentlich ins Bein schiessen. Sie haben Geld, so, dass er rausgeht und wieder holen. Also, das machen sie nicht. Genau. Also, ich verstehe den Gedanken, aber... Genau, aber weißt, wegen dem denke ich auch, der allerbeste Way to go ist halt wirklich einfach den Yuki drin behalten. Beim Yuki, auch wenn nicht immer alles perfekt ist mit seinem Feedback und so, das haben sie ja oft immer wieder angekreidet, früher, wieso dass sie ihn nicht wollen. Er hat trotzdem 5 Jahre Erfahrung. Und wenn sie auf ihn hören, können sie fürs nächste Jahr hoffentlich ein Auto bauen, wo ein zweiter Fahrer auch damit umgehen kann. Aber in diesem Jahr wird das nicht passieren. Es ist egal, wer sie in das Auto reinstecken, der Verstappen wird der Einzige sein, der Punkte hat. Weil sie sich einfach, sie versuchen nur das Auto immer an die äußersten Grenzen zu bringen. Und es tut mir leid, es kann nicht jeder damit umgehen. Auch ein Hamilton könnte jetzt in den Red Bull reinstecken und der würde nicht damit umgehen. Auch ein Alonso nicht, in meinen Augen. Also, ja, safe. Also, da schließe ich mich an, weil eben das Auto ist so hart einfach nur auf den Max trimmt. Darum, aber ja. Ja, aber schlussendlich, ich glaube, Yuki, er gibt sich Mühe, er gibt sein Bestes. Auch wenn die letzten 3 Rennen nicht sauber waren, Diskussionen sind berechtigt, was mit seiner Zukunft ist. Aber ich finde, Red Bull sollte da wirklich zu ihm sticken. Offensichtlich haben sie wenigstens einen, der in diesem Auto etwas reisst. Das ist der Verstappen. Und der hat in Imola doch einen relativ schönen Overtake gemacht, wie du da aufgeschrieben hast. Genau. Also, ja gut, grosse Rennen muss man sie eigentlich nicht. Ich meine, die haben ja hoffentlich das Rennen gesehen und der Overtake in Turn 1 rein, oder offiziell laut FI ist es Turn 2 gewesen, weil auf der Gerade hat sie leichten Knick und jetzt hat ja das Turn. Aber jedenfalls in Turn 1 rein dort hat der Max einfach aussen rum ist er vorgefahren bis zum Piastri. Piastri hat dort komplett geschlafen und hat dann nachher die Innenbahn gehabt und hat können auch dann am Piastri vorbeiziehen. Ein richtig geiles Überholmanöver. Ich glaube, auch der Max selber hat nicht mit dem gerechnet, dass er das machen kann. Aber man muss auch hier sagen, hat er natürlich wieder ein bisschen Glück gehabt, weil der Piastri hat sich ein bisschen fest auf Russell konzentriert, auf die Turn 1 zu. Der Russell hat ja noch gefunkt, was der Oscar eigentlich genau macht, wieso das ihn so ausbremst. Und dann nachher ist er einfach so schön an ihm aussen vorbeigefahren. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen, sagen wir mal so, das Highlight vom Rennen. Es hätte schon noch ein bisschen
Zwischenfall gegeben, der Gasly, der ins Käse rausgekommen ist, wo er neben Leclerc war, genau gefahren ist, der ist ein bisschen rausgefahren. Das ist passiert. Dann nachher Williams mit Top Performance, P5 und auch P8 mit dem Carlos. Und P5 ist eben dann der Albon geworden. Super Ergebnis. Also wäre eigentlich wahrscheinlich sogar ein P4 drin gelegen. Dort ist aber dann auch wieder der liebe Leclerc drin gekommen und hat gedacht, so, ich muss da mal den Albon ein bisschen rausschiessen. Es war ein kleines Herzmanöver gewesen. Und er wäre ja auch bestraft worden. Wahrscheinlich hätte ihm nachher die Position nicht zurückgegeben. Schade nur, dass halt dann nachher der Hamilton davon profitiert hat mit P4. Man muss aber sagen, Ferrari hat mal ausnahmsweise, man muss wirklich das sagen, ausnahmsweise eine gute Strategie gehabt. Beide Fahrer, die sind beide recht gut für marschiert. Vor allem der Hamilton hat eine brutale Pace während dem Rennen auf dem Ferrari drauf gehabt. Und ist auch dementsprechend auch zu Recht auf P4 gekommen. Aber, ich bin ganz ehrlich... Irgendetwas haben sie müssen gut machen an dem Wochenende. Ja, irgendwann müssen sie auch mal etwas gut machen, so muss man fast schon sagen. Irgendwann müssen sie es mal wieder schaffen. Aber man muss wirklich auch sagen, ich hätte es Williams richtig gönnt am P4. Weil Williams hat jetzt mehr Punkte, glaube ich, geholt als in den letzten 3 Saisons. Oder 4 Saisons. Ich weiss nicht, wie viele Saisons schon. Das ist ja abartig, wie viele Punkte die jetzt schon geholt haben. Die sind ja best of the rest. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Die sind hinter Ferrari oder hinter Mercedes. Ich weiß nicht, hinter Ferrari, Mercedes sind sie. Das ist krank. Williams, also eben, ich meine, ich gönne es denen so von Herzen, weil das ist, seit dem James Vowles ist das einfach so ein sympathisches Team geworden. Es ist so viel Struktur drin. Und hast du mal ein Interview gehört, was der James so erzählt hat über das Team, wie das so gelaufen ist, bevor das er gekommen ist? Das ist schon krank. Nein, das nimmt mich jetzt gerade Wunder. Anscheinend war es so, dass die Aero-Abteilung etwas gebaut hat, die Chassis-Abteilung hat etwas gebaut und die Motorabteilung hat etwas gebaut. Und dann nachher, die haben sich nie untereinander abgesprochen. Dann das müssen irgendwie einfach zusammenwürfeln, dass das irgendwie passt und dass man sich können bewegen. Also da ist wirklich so untereinander die Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen ist gar nicht rum gewesen. Völlig das krank. Ist schon heftig. Darum hat das auch nie funktioniert. Und, das kannst du dir gar nicht vorstellen bei so grossen Organisationen. Das macht so keinen Sinn. Nein, wirklich nicht. Aber jetzt haben sie es wirklich mega gut in den Griff bekommen. Und das muss ich wirklich sagen, das war eigentlich alles nur wegen James gewesen. Und ich finde es einfach immer wieder geil, wenn er so nach der Rennen immer so sein Recap gibt. Er immer so, wenn ich dem seine Stimme höre und mir erzählt, sucht er immer so hure beruhigend, so richtig so, ja, macht euch keine Sorgen, das wird noch besser. Podcast und so. Von ihm. Ja, wirklich. Hey, er ist wirklich mega sympathisch, er ist wirklich ein James Vowles ASMR, Alter, das bin ich. Ja. Das prickelt in meinen Bauchnabel. Ja, genau. Nein, es ist halt er ist wirklich ein geiler Sieg. Und jetzt bin ich schon schauen, also jetzt nach Spanien sind es hinter Red Bull. Es sind zwar fast 100 Punkte, also es ist schon recht viel, aber für Williams P5 mit 54 Punkten, Racing Bulls hat 28 Punkte, also sind fast 30 Punkte Vorsprung. Top-Ergebnis. Ja, und es ist halt einfach auch schön, gell, wenn sich ein Team wie Williams kann sich darüber nerven, dass sie nur einen P5 haben, weißt? Und das ist einfach schön zu sehen. Nicht zuletzt, weil halt einfach auch die beiden Fahrer, die sie haben, die sind so beliebt und ja, nicht ohne Grund, oder? Es sind beides einfach wirklich gute Scheiben. Ich gönne es den Fahrer, ich gönne es im Team, ich gönne es jedem einzelnen Mechaniker, wo bei Williams arbeitet. Und ja, manchmal braucht es halt einfach so ein bisschen die eine Person, gell, wo irgendwie das Team aus etwas rausläuft. Manchmal ist es ein Fahrer, manchmal ist es ein Team-Principal wie der Vowles oder eben Fahrer. Gute Beispiele sind zum Beispiel ein Schumacher oder auch ein Verstappen, wo Red Bull respektive Ferrari so ein bisschen so Zeugs rausgeholt hat. Genau. Oder ein Sepp, kann man definitiv auch sagen, wobei er es bei Ferrari leider nicht geschafft hat. Ja, und dann gibt es halt manchmal eben auch Leute, die noch ein bisschen weiter im Hintergrund sind. Einfach Engineers, wie zum Beispiel Adrian Newey. Wo halt ja, der Laden könnte umkehren, und das ist jetzt ja seit längerem die Hoffnung von Aston Martin. Und wir haben jetzt in Monaco im nächsten Rennen von dem Tripleheader zum ersten Mal, also einen Geschmack davon bekommen, kann man nicht sagen, aber er ist zum allerersten Mal bei Aston Martin an der Pitwall gehockt. Muss sagen, ich finde, grün steht ihm. Es ist noch ein bisschen ungewöhnt, aber ich finde, es passt. Wo er jetzt ist, jetzt kann ich einfach nur hoffen, dass sein Team
generell ein bisschen Schritte gegen vorne macht, weil ich halt vor allem seit Monaco eigentlich so ein bisschen das Gefühl, dass extrem viel Frustration in dem Team drin ist. Ein Alonso, der immer wie hässiger wird, schon vor seinem DNF zum Beispiel, aber nachher eben auch noch das DNF hat. Du hast einfach immer wie mehr so ein bisschen Geschichten, die halt einfach auch hörst. Und ich frage mich jetzt so ein bisschen, meinst du, ein Adrian Newey bringt das fertig, das Team irgendwie umzukrempeln? Oder ist er nicht der einzige Faktor? Ich glaube, es ist schon schwierig. Also, ich glaube, wenn man das Team kannst umkrempeln, müsstest du schon mal bei den Fahrern anfangen. Also, nicht gegen den Alonso, er ist sicher einer der besten Fahrer oder der besten Formel-1-Fahrer oder allgemein motorsporttechnisch, denke ich, er hat sicher sehr viel auf dem Kasten oder er hat er auch mehrfach schon bewiesen. Aber eben auch gerade, man muss auch so anschauen, immer wenn er das Team gewechselt hat, ist es eigentlich relativ gut gelaufen. Also beziehungsweise, gut, jetzt Alpine abgesehen, Ferrari hat sich dann auch ein bisschen erholt. Aber wenn wir zum Beispiel auch McLaren anschauen, McLaren ist so am Boden gewesen, dann geht er und dann geht es plötzlich aufwärts. Gut, klar, es sind natürlich auch noch andere Köpfe im Hintergrund gewesen, muss man natürlich auch wieder sagen. Du kannst es auf alles beziehen, auch auf Alpine. Alpine hat in der Zeit, als er da war, einen Win gehabt und ist nachher gegen runtergefallen und der ist hässlich gegangen. Also, kannst du sogar auf das Team beziehen. Ja, es ist halt einfach, ich finde halt einfach, dass er halt einfach ein bisschen zu wie sagen wir dem Lied? Wie sagen wir dem Polarisierend. Polarisierend, genau. Wie komme ich auf Lied? Egal. Ich glaube, er ist einfach ein bisschen zu fest. Und ich meine, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, dass wenn er im Team hast, dass er eigentlich so ein bisschen der Teamchef und alles zusammen ist und so. Und ich meine, McLaren hat ja recht nach seiner Pfeife getanzt, das muss man schon sagen, dazu mal. Und darum ist es da einfach nur der richtige Entscheid gewesen, dass sie ihn rausrühren. Also rausrühren, er hat ja gesagt, hört auf und dann ist er wieder gekommen. Aber ich würde einfach schon mal beide Fahrer wechseln bei Aston. Ich würde den Stroll ersetzen, aber das ist halt schon ein langes, lästiges Thema. Ich meine, jetzt, wo er seine Pfote kaputt hat und er wieder muss operieren, also das ist mal gut die Besserung an dieser Stelle. Ich denke jetzt aber schon mit dem, es gibt ja ein bisschen Spekulationen, oder die Spekulationen verdichten sich ja, dass der Drugovic ja soll kommen, obwohl das er ja eigentlich in Le Mans wäre, aber er scheint es der Formel 1 priorisieren. Und ich denke, wenn er würde kommen, wäre sicher keine schlechte Geschichte dann. Oder der Stoffel van Dorn wäre ja auch, aber der ist ja auch anscheinend an Le Mans. Ja, mal schauen, wer dort wirklich kommt. Ich denke, das wird in den nächsten Pedro de la Rosa. Ja. Imagine, dass Sepp wird wieder kommen. Weißt du, wie krass? Boah, imagine. Nein, das wird nicht passieren. Ja, naja, also der einzige, den ich mir vorstellen könnte, ist wirklich der Drugovic. Dass er wird kommen. Und ja, mal schauen, wie er so performt. Ich glaube, es hat einfach, eben die beiden Fahrer müssten weg. Ob der Adrian Newey selber, also wenn wir zurück auf die Frage kommen, ob der Adrian Newey selber viel kann reissen dort. Ich denke, aerotechnisch oder chassistechnisch, ja, das sicher. Ich meine, für da hat er halt einfach schon wirklich so viel Erfahrung und er hat es ja immer wieder bewiesen, dass er wirklich das Handling dazu hat. Aber du musst halt auch die Fahrer haben dazu, wo dann nachher das können umsetzen können. Du musst auch ein bisschen das Team dahinter haben, wo das auch dann ein bisschen kann, wirklich so weiterführen. Klar, sie haben jetzt auch hier den Teamchef, der mal bei Mercedes war, angestellt war. Ich weiß nicht, wie er heisst. Der ist ja der James Wells und der Toto Wolff sind ja die drei sicher bei Mercedes. Und er ist jetzt bei Aston. Ich weiß nicht, wie er heisst, ist auch egal. Jedenfalls, er ist jetzt der Teamchef. Und ja, mal schauen, ob es jetzt komplett einen Wechsel gibt. Aber ich denke, bei den Fahrern müssen sie sicher auch anpacken. Und ich glaube, es hat einfach der Alonso ist über seinem Zenit. Schon lange. Der fährt einfach nur noch bis 26 oder bis Ende 26, weil er schauen, wie sieht es denn aus mit dem Newey, wie sieht es aus mit dem Aston, wie läuft er. Kann ich Chance auf einen WM-Titel, aber wenn er nach den ersten 3-4 Rennen merkt, da läuft gar nicht, da klappt nichts, dann rührt er den Battle dann her Ende Jahr und der ist fertig. Und das Stroll, da müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Ja. Nein, also das ist, wenn es reine sportliche Entscheidung wäre, dann wäre er schon lange draussen. Ich habe wirklich so ein bisschen Hoffnungen. Er ist overstayed.
Punkt. Er ist zu lange in der Formel 1 für das Talent, das er hat. Da hat er schon längstens mindestens im Drugovic. Der Drugovic sollte eigentlich schon in seinem 3. Jahr sein und man sollte eigentlich bei ihm schon merken, dass es doch nicht so gut ist und den anderen auch. Man sollte schon eine Generation weiter sein eigentlich und man hängt immer noch auf dem Drugovic rum, wo ja, einfach die Chance schon mehr als verdient hätte eigentlich. Er ist nicht für nichts Formel 2 Champion geworden. Und da gibt es auch ganz viele andere Namen, die nicht haben können in die Formel 1 kommen, weil die ganze Zeit ein Platz besetzt ist. Und ganz viele andere Namen, die aus der Formel 1 rausgefallen sind, weil sie halt keinen mehr gefunden haben. Und das ist einfach ja, sehr oft leider auf einen Lance Stroll zurückzuführen. Und es tut mir leid. Also, was mich einfach vor allem nervt, ist, wenn er doch wenigstens den Biss und die Motivation selber hat. Aber mich dünkt so ein bisschen, weißt, wenn du ja merkst schon, dass du Probleme mit deiner Hand hast, dann tu doch so viel Care in das Ganze rein, dass du sagst, ich fahre das Qualifying nicht. Weil das Team leidet darunter. Das Team kann keinen Punkt fahren, wegen dir. Weil du nicht schon vor dem Quali sagst, ich mag ihn vielleicht gleich nicht. Oder dann hätte wenigstens ein Drugovic mal ein Rennen können fahren. Ja, ich meine, der Essen ist ja gelaufen am Wochenende. Also, wenn wir den Pace anschauen von Alonso, die ist ja gut gewesen. Ich habe wirklich das Gefühl, also ich wollte schon nicht Unruhe stiften oder in dem Sinne einfach nur schlecht reden über ihn. Aber ich habe das Gefühl, dass er einfach selber auch keinen Bock mehr hat und irgendwie nur noch auf den Papa lässt und das jetzt halt auch dem Papa so ein bisschen durchzieht. Aber das ist einfach in meinen Augen ein Trotzerei, wo nicht mag und halt anstatt das zugeben, dass er keinen Bock mehr hat zum Fahren, tut er halt sagen, meine Hand tut jetzt weh und ich muss sie noch einmal operieren und hinter den Türen passiert eventuell gar nichts. Das werden wir alles nie wissen, weil das halt privat ist, oder? Aber wollte ich ihm jetzt eigentlich schon nicht vorwerfen, aber es fühlt sich für mich ein bisschen so in die Richtung an. Aber ja, auf deiner Seite, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf ab, wie viel Freiheit halt ein Adrian auch bekommt. Ich meine, bei McLaren, bei LaRousse, bei ganz vielen Teams hat er nicht können, seine Änderungen anbringen zuerst. Das Team hat dann nachher zuerst mal einen Drought gehabt und einfach Mühe gehabt und dann noch erst auf ihn gelassen. Ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass sie von vorne weg für die Regulations auf einen Neue hören, was er sagt, was möglich ist und dass man es dann von dem her eigentlich würde aufbauen. Weil dann kann man so Sachen vermeiden. Genau. Ja, ich habe glaube so irgendwo so ein Interview gesehen, wo er so gefragt wurde, was er vom aktuellen Aston haltet, aerotechnisch oder chassistechnisch, und er sagt nur irgendwie so, Katastrophe. ja, das passt so nicht mehr. Und er ist, das, was er schon immer gut können hat, ist Problem beheben, wenn sie da sind. Und offensichtlich hat das Auto ein Problem, weil es performt nicht mehr so, wie es im ersten Jahr unter den neuen Regulations performt hat. Ja. Genau. Also 23 sind es gut gewesen. 23 sind sie noch nicht so gut gewesen, aber 23 zweite Jahr tatsächlich. Sind sie schon gut gewesen. Aber genau. Ja, eben, mal schauen, was er kann reissen kann. Mal schauen, wie es weitergeht mit dem Stroll. Ob er weiterhin keinen Bock hat oder ob er dann wieder mal plötzlich Bock bekommt. Wer aber auch keinen Bock hatte, vor dem Monaco Grand Prix, war der Max, der keinen Bock hatte, an das Formel 1 Event zu gehen, wo sie den neuen Formel 1 Film präsentiert haben. Die Fahrer konnten den schon vorzeitig anschauen. By the way, der Stroll war auch nicht dort, der hat auch keinen Bock gehabt. Wo er war, keine Ahnung. Aber der Max war einfach daheim, hat Sim-Racing betrieben, also iRacing ist er gefahren und hat gestreamt gehabt. Hey, also sorry. Eben, für das liebe ich einfach so hart den Max. Weißt du, du musst dir vorstellen, sag's nochmal, schwängert seine Alt, kriegt das Kind über, Gott GT3 fahren, Nürburgring. Dann nachher hat er Imola-Wochenende gewöhnt. Dann nachher eine Woche später ist Monaco, statt irgendwie, weiss nicht, wer das Event war, Donnerstagabend, glaube ich, wo sie den Film geschaut haben. Er ist daheim am Streamen, wahrscheinlich seine andere dahinter, schwanger dort, oder schwanger ist ja nicht mehr, aber mit ihrem Kind am Schauen, der ist am Gamen. Ey, nein. Ja. Also wirklich, Max, absolute Legende, ey. Für das feiere ich ihn einfach so hart, für sein Verhalten, das er hat. Und das zeigt einfach wieder einmal mehr, dass er so keinen Bock hat auf das ganze, Media, auf den ganzen Zirkus rundherum. Ja, genau. Er will einfach nur fahren und das fühle ich zu 100%, weil er fährt dort zum erfolgreich sein oder beziehungsweise zum Rekord auch hinterher jagen, sage ich jetzt mal. Aber ja, alles andere ist ihm scheißegal und einfach so die Haltung, die finde ich richtig geil von ihm. Ja, stimme dir absolut zu. Also er ist wirklich einfach nicht da für einen Glitz und Glamour. Und genau. Ich finde, das sind genau die Fahrer, die du in der Formel 1 halt auch brauchst. Das ist ein anderes gutes Beispiel davon, ist in meinen Augen der Oscar Piastri.
wo einfach auch einfach zero Fucks gibt auf alles rundum. Der gibt kurze Antworten. Und ja, das sind Mohammed, wie er ihn wegdrückt und so. Also das ist einfach genial. Aber hast du es gesehen, wo der Hamilton auch an ihm vorbeigelaufen ist und Ben Sulayem steht einfach so dort, so wie ein T-Pose steht. Das bestellt er nicht abgehört. Ja. Er wollte noch mal und der Hamilton läuft einfach an ihm vorbei. Ja, genau. Ja, aber das finde ich auch gut. Also ich finde genau die Attitüde braucht es gegenüber Mohammed Ben Sulayem mittlerweile. Ja, finde ich ganz, ganz wichtig. Aber ja, nein, es sind dort die Charaktere, die in meinen Augen die Formel 1 ausmachen, oder die wirklich einfach da sind zum Gewinnen. Kurze, knappe Antworten, geile Interviews, Kimi Räikkönen, das sind die Legenden vom Sport, wo mir immer noch am Herzen liegen. Und ja, ich weiß, ich mache so ein bisschen einen Gump, aber eben der Piastri, der hatte so ein bisschen einen Aufschwung gehabt, in Imola, ein bisschen mehr Punkte als der Norris, glaube ich, gehabt, wenn es mir nicht täuscht. Warte jetzt schnell. Nein, stimmt nicht. Imola Dritte tatsächlich. Nachher in Monaco halt auch nur Dritte. Und trotzdem ist er immer noch im Norris eigentlich voraus. Norris hat aber Monaco gewonnen gehabt. Und das ist so ein bisschen das, was ich noch ein bisschen ansprechen will, ist die Championship Rivalry, die sich da jetzt halt wirklich so ein bisschen am Anbahnen ist wirklich immens, muss man sagen. Also immer wenn man das Gefühl hat, der Piastri hat jetzt den Championship fett im Griff, kommt der Norris und gewinnt einfach Monaco, was ja wirklich kein einfaches Rennen ist. Unglaublich gute Qualifying-Lap von ihm, wo in meinen Augen auch wieder so ein bisschen, egal wie viel dass man so ein bisschen, oder wie wenig dass man vom Norris haltet, habe ich das Gefühl, hat er nochmal so ein bisschen, wow, gut gesagt, den Knüppel auf den Tisch gehauen und gesagt, nein, also, ich bin auch da zum Gewinnen. Und ja, also finde ich wirklich ein starkes Rennen gefahren von ihm. Und ja, ist so ein bisschen sehr eine spannende Rivalry und wir sind auch nach dem spanischen Grand Prix jetzt nur 10 Punkte voneinander entfernt bei diesen beiden. Denkst du immer noch, Piastri hat absolut Oberhand oder werden wir noch ein bisschen mehr Fights sehen zwischen diesen beiden? Ich denke, wir werden schon noch Fights sehen zwischen denen. Also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht vom Norris, weil der macht ja eigentlich immer wieder Fehler, auch sechs im Rennen, sechs eben im Qualifying vor allem. Aber gerade Monaco, das schwierigste Qualifying wahrscheinlich in der ganzen Saison, macht er keinen Fehler. Und er reißt es einfach. Und da muss ich schon sagen, das war schon echt impressive gewesen. Und ich frage mich dann einfach sowieso, dass es eigentlich auf einfacheren Strecken, blöd gesagt, nicht herbekommt. Aber ich habe es ihm gegönnt eigentlich auch, dass halt auch die Championship nochmal wirklich spannend bleibt. Aber man muss dort auch wieder sagen, der Piastri hat sich auch das ganze Wochenende schwer da in Monaco. Der hat immer ein bisschen Mühe gehabt. Und ich denke, dass halt er dort doch einfach noch ein bisschen zu wenig Erfahrung hätte in der Formel 1. Weil man muss halt wirklich sagen, das ist sein drittes Jahr jetzt. 23 ist er, glaube ich, gekommen, ja. 23, 24, ja, 25, ja, ist das dritte Jahr jetzt. Also ich meine, eben, du musst immer noch so anschauen, oder wie viel mal der Norris schon in Monaco gefahren ist und wie viel mal der Piastri in Monaco gefahren ist. Und das ist halt dann schon immer noch krass, eigentlich, wie schnell der Piastri ist. Aber der Norris hat es wirklich gut gemacht. Als Rennen er hat sich dort wirklich nicht irgendwie unter Druck setzen oder nicht gross unter Druck setzen lassen durch den Charles, eigentlich, der ihm hinten gefahren ist. Und hat sich auch nicht beunruhigen lassen durch den Max vorne dran. Also auch ein richtig Gefühl gehabt, wie er am Schluss in der letzten Runde nochmal Gas gegeben hat, der Norris, weil er dann wirklich so sagen, so, ja, schau, eigentlich hat McLaren schon noch genug Leistung gehabt. Ich bin einfach langsamer gefahren, ich wollte jetzt nicht an Max herkommen. Und er hat ja noch gefunkt, wie lange das der Piastri noch braucht, bis er an Charles herkommt. Er braucht seine Hilfe. Aber ich glaube, auch dort, der Piastri hat gar nicht näher herfahren, um halt einfach nicht im Charles Druck auszuüben, weil einfach, dass der Charles Norris ein bisschen unter Druck setzt, dass vielleicht etwas passiert. Also, das sind schon so kleine Spielereien, die ich mir vorstellen kann, die passieren. Auch zum Beispiel in Spanien hat ja der Norris für einen kurzen Moment Windschatten beim Piastri geholt. Und dann hat er ja gesagt, was hat er gesagt? Cheeky hat er irgendetwas gesagt, glaube ich. Ja, genau. Cheeky. Ja, also eben, so kleine Spiele fangen schon an. Und ich glaube, der Piastri wird schon können die Oberhand behalten, weil ich finde, der Piastri ist schon mental schon stärker. Er macht zwar schon vielleicht hier und da noch ein bisschen Fehler, aber gerade Imola zum Beispiel war ein bisschen ein blöder Fehler gewesen, dass er dort gerade P1 abgeht in der Kurve 1. Aber so von der Pace her und so und auch von der Rennpace her ist schon der Piastri ein richtiges Tier. Und absolut. Der Norris wird schon Mühe haben mit ihm.
Vor allem halt eben auch, weil es sein drittes Jahr ist. Das muss man halt wirklich sich ein bisschen vor Augen führen. Ich weiss, es ist in seinem ersten Jahr nur ein Sprintrennen-Gewinn gewesen, aber es ist ein Sprintrennen-Win gewesen in seinem absoluten ersten Saison. Oder? Und das ist halt schon etwas, wo nicht viele Fahrer schaffen. Klar, du kannst es nicht vergleichen. Hamilton hat nie Sprints gehabt, aber der Hamilton hat auch in seiner ersten Saison Rennen gewonnen. Und das ist so ein bisschen einer der letzten gewesen. Na gut, Verstappen kann man natürlich auch noch sagen, ganz klar. So zwischendrin. Aber sonst gibt es keinen, der in seinem ersten Rennen, in seiner ersten Saison ein Rennen gewonnen hat. Und er nimmt halt das Talent jetzt schon mit und kann sich immer noch verbessern. Das ist glaube ich, so ein Punkt, den wir immer wieder angesprochen haben. Wobei ich aber generell finde, dass so die Qualität der Rookies in den letzten paar Jahren extrem gut geworden ist. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass Formel 2 jetzt auch seit etwa 2-3 Jahren auf ein ähnliches Autokonzept umgestiegen ist, wie man das halt schon in der Formel 1 hat, mit dem Unterboden, wo die ganze Downforce eigentlich macht. Rounding Era. Genau. Und ich muss jetzt wirklich sagen, nach all den Rennen, die wir gesehen haben, nach dem zweiten Tripleheader, also ich glaube, jeder einzelne von allen Rookies, der drin ist, hat es absolut verdient, hier zu sein. Und selbst die, wo man so die grössten Doubts hatte, wie ein Hadjar, wie der Berman. Oder ein Berman. Na gut, über den Berman haben wir von vorweg gut Berman, oder wie war Berman? Berman, ja. Also ich muss auch sagen, über Berman haben vor allem logischerweise die britischen Medien, aber zum Teil auch generell so ein bisschen externe Journalisten sehr viel Gutes über ihn geredet. Aber alle irgendwo die machen wirklich einen verdammt guten Job. Und ich finde es auch cool, wie viel Base schon dahinter ist. Jetzt zum Beispiel eben gerade, wenn wir noch über den Crash Bortoleto Kimi reden, wo der Kimi den Bortoleto in die Wand gedrückt hat. Also der Bortoleto, der lässt sich nicht heiß machen. Gell? Der hat ihm schon ein bisschen Feuer gegeben am Radio und hat gesagt, nächstes Mal drücke ich ihn dann auch in die Wand, wenn wir in Spanien sind. Ja. Also, das habe ich geil gefunden. Finde ich sehr, sehr geil, ja, dass er so viel Base hat. Ja. Nein, also auch allgemein zu Bortoleto noch muss man sagen. Also, ich meine, eben, dass er ja viel Talent hat, das ist ja auch bekannt. Ich meine, er ist ja der eben Formel 3 und F2 nacheinander. Das genau so gewonnen hat. Das hat ja, glaube ich, nur der Yuki geschafft, oder nicht? Nein, der Yuki hat kein Championship-Win. Wer ist das gewesen? Irgendjemand hat das auch geschafft. Ist es Piastri? Leclerc. Ich weiss nicht, irgendjemand hat es... Also der Piastri hat auf jeden Fall in seiner Rookie-Season F2 gewonnen. Der Piastri hat auch F3 gewonnen. Also das ist der Einzige, der das sonst so auch noch fertig gebraucht hat, seitdem es neue Format gibt. Sonst die meisten, die halt so gut sind, haben halt dann nachher F2 oder F3 geskippt. Halt Hamilton, Verstappen zum Beispiel. Aber Bortoleto und Piastri sind die einzigen, die Formel 3 und die Formel 2 als Rookies direkt gewonnen haben. Das ist so. Ja. Und ich finde es einfach krass, der Bortoleto, eben, der kommt ja auch, er hat ja eigentlich nicht viel Erfahrung mit den Autos, mit den neuen Autos. Und gleich, weißt du, ich meine, eben jetzt in Monaco, klar, ist dort in die Wand rein, aber wegen Antonelli, aber sonst hat er ja keinen Zwischenfall gehabt, sonst ist er ja durchgefahren. In Monaco, das war ja das erste Mal, wo er eigentlich mit diesen Autos gefahren ist. Und das muss man schon auch herbringen. Und einfach auch allgemein seine Pace, die er hat im Vergleich zum Hülkenberg. Hülkenberg, der so viel Erfahrung hat, ist einfach unglaublich. Darum also absolut verdient in der Formel 1. Und ich denke, das wird ein Fahrer sein, der in ein paar Jahren wirklich auch, ja, vielleicht mit Audi, mal schauen, oder vielleicht mit einem anderen Team, um gute Punkte oder auch um gute Podien wird können fahren. 100%. Also, wenn ich so in die Zukunft schaue, also ich sehe bis jetzt alle Rookies tatsächlich, mit Ausnahme vom Lawson, lustigerweise, sehe ich eigentlich alle, und der Colapinto ehrlich gesagt auch ein bisschen mittlerweile, sehe ich alle in den nächsten 5 Jahren noch in der Formel 1. Und ich sehe halt wirklich auch die Möglichkeit, dass wir in vielleicht noch ein paar Jahren mehr einen Kimi gegen einen Bearman, gegen einen Bortoleto werden haben. Also das sehe ich, ist wirklich sehr, sehr nöch, sehr möglich irgendwo durch. Es kann auch gut sein, dass ein Bortoleto halt wirklich, oder auch ein Bearman einfach komplett von einem anderen Team aufgegriffen wird, je nachdem wie lange das Ferrari sich Zeit lässt mit dem Bearman, je nachdem
ob der Audi nicht doch schon genug gut wird sein in den nächsten 2-3 Jahren. Also ich meine, Bortoletto ist eigentlich auch eine gute Choice für einen Red Bull mal zum Probieren zum Beispiel. Also würde sicher nichts falsch machen damit. Und, ja. Ja gut, ich meine, bei Red Bull ist es ja noch so, die haben ja eigentlich noch die Iwasa, weißt du, wo ja eigentlich noch im Red Bull-Programm ist. Das haben sie, aber ein Iwasa, er ist gut, aber er ist in meinen Augen nicht mal so gut wie der Tsunoda. Rein das von dem ist her. so, ja. Sie haben dafür noch einen Lindblad, einen Arvind Lindblad. Der wird das neue grosse Talent sein für Red Bull. Der wird unglaublich gut fahren in der nächsten Zeit. Ist aber, stand jetzt, glaube ich, noch nicht mal in der Formel 3. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber, der ist in der Formel 3. Ja. Ich habe gemeint, ja. Ja, ich habe mich ehrlich gesagt Formel 3 das Jahr gar noch nicht so interessiert. Ich habe ein paar Rennen geschaut. Ich habe gesehen, dass er am Anfang noch nicht dabei war. Wie heisst er mit dem Vornamen? Arvind Lindblad. Arvind. Geiler Name. Arvind, glaube ich sogar. Arvind Lindblad. Arvid Lindblad. Arvid. Also, British and Swedish driver who completes... Oh, das ist schon Formel 2 jetzt. Okay, die haben gut. Ich habe den irgendwo gelesen. Das ist zackig gegangen. Ja, also auf dem müssen wir definitiv Ausschau halten. Das könnte wieder so eine Antonelli-Bortoletto-Geschichte werden. Wenn man so ein bisschen für den Neueren redet. Ja, der könnte sehr, sehr spannend werden. Aber etwas anderes hat Red Bull eigentlich nicht zum draufgehen. Das könnte halt für die Zukunft eine richtig kranke Kombi sein. Ein Lindblad und ein Bortoletto zum Beispiel. Aber da schauen wir halt wirklich schon fast 10 Jahre voraus. So durch. Ja, also der Lindblad ist momentan Platz 3 auf Standings in Formel 2. Und das, obwohl er Formel 3 übersprungen hat und das seine Rookie-Saison ist. Alter. Er hat 79 Punkte und Platz 1 hat 87 Punkte und Platz 2 84. Platz 1 und 2? Nein, der Verschor ist Platz 2 und okay. Dun. Alex Dunn. Also ja. Der Verschor, wohl gesagt, der fährt jetzt zum 5. oder 6. Jahr. Der muss dort oben sein, sonst ist etwas nicht gut. Und der Alex Dunn, der ist zwar in seinem 2. Jahr, frage mich aber so ein bisschen, was der dort oben macht. Vielleicht hat er auf einen Groove gefunden. Irish. Ja, also ich wäre froh darum, wenn der dann seinen Groove gefunden hat, weil das ist wirklich ein cooler Cape, der hätte das verdient. Aber ja, das zeigt, ist glaube ich relativ viel aussagend, oder? F3 übersprungen und in der F2 als Rookie nach den ersten paar Rennen schon auf dem Platz 3. Ja, Monaco gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen, außer Gasly sein Crash, der speziell war, weil er dort gesagt hat, ja, der Tsunoda hat jetzt früher gebremst. Das Problem, das der Russell später auch noch encountered hat und im Anschluss dann im Albon die Position nicht zurückgegeben hat, wegen dem noch Penalty bekommen hat. Und ich glaube, sonst ist vor allem, ja, was wir unbedingt noch darüber reden in Monaco, wir haben ein On-Track-Overtake gehabt. Das ist die ewige Diskussion vom Stroll. Leider hat er den einzigen Overtake gemacht. Aber das ist halt das Kranke. Wir haben einen einzigen Overtake gesehen. Und man hat vor dem Rennen ja da die neue Monaco-Strategieregeln eingeführt, wo alle Fahrer im Anschluss relativ pessimistische Meinungen darüber hatten. Von wegen, was man sonst noch für Regeln einführen könnte, so von wegen zum Beispiel Sprinkler auf der Straße oder ein Helikopter, der ein bisschen Wasser auf die Strecke rührt. Ich glaube, das wird das Rennen noch spannend machen. Das sind, glaube ich, so Kommentare von Russell und von Norris gewesen, zum Beispiel. Die Strategieregel war ja so gewesen, dass man müssen 2 Pitstops machen. Finde ich schwachsinnig, dass man das so macht. Ich finde, es wäre viel intelligenter gewesen, zu sagen, man muss einmal alle 3 Race-Tires gebraucht haben. Vielleicht hat man dann auch ein bisschen mehr Overtakes gesehen, weil halt sehr viel mit Softs und Hards zur gleichen Zeit auf der Strecke gewesen wären zum Beispiel. Aber schlussendlich finde ich, kannst du mit so Regeln Monaco nicht besser machen. Da müssen ganz andere Sachen passieren. Aber ich schieße jetzt die Frage jetzt mal einfach zuerst mal zu dir zurück. Was findest du, hat die Strategieregel gebracht, wenn überhaupt, oder was hätte man sonst machen können, um einen Monaco Grand Prix spannender zu machen?
Ja, also da 2 Pitstops zu machen, hat ja gar nicht gebracht. Wir haben ja gesehen, was es geändert hat mit den ganzen Zügen, die es gegeben hat, wo sich dann nachher einfach einer geopfert hat und der Teammate hat sich dann immer vorne wieder reinfahren nach dem Pitstop. Eben der Russell hat dann nachher mal gesagt, jetzt Anschiss drauf, ich fahre jetzt einfach gerade aus bei den Schikanen. Und dann nachher, hat eben der Penalty bekommen, ist aber dann gleich immer noch auf P11 gelandet. Das muss man sich mal überlegen. Der hat noch Drive-Thru bekommen und ist gleich P11 gelandet. Also so viel geschadet hat sie mir dementsprechend nicht. Und das ist eigentlich krank, wenn du das überlegst, weil Drive-Thru ist immer eigentlich etwas vom Gröbsten. Also du würdest einen Stop-and-Go bekommen, das wäre noch schlimmer. Aber was man kann machen, eben, ich glaube, das Monaco ist halt einfach so, wie Monaco ist. Ich meine, wir haben auch vor 20 Jahren nie grosse Überholmanöver gesehen. Es hat zwar vielleicht mal 1, 2 gegeben, aber es ist nie eine Überholstrecke gewesen. Das muss man halt einfach so sagen. Monaco ist halt einfach wirklich eine Strecke, wo es einfach darum geht, die zu beherrschen, nicht zu crashen und gleich schnell sein. Und ich denke, wenn man es möchte irgendwie verbessern, muss man halt einfach die Hafenschikanen ändern. Dann muss man die entweder später machen, die Schikanen, oder irgendwie ich habe so ein paar Pläne gesehen, die der Alex Wurz veröffentlicht hat, oder so ein paar Überlegungen, dass man eigentlich nach der Löwskurve, oder Ex-Löwskurve heisst es jetzt anders, dass man dort noch einen Schritt links abbiegen, dann um ein Gebäude rumfährt, dann rechts rum. Genau. Und dann nachher hat man ein paar Meter mehr. Und dann, wenn man dann nachher nach dem Tunnel die Hafenschikane auch weiter hinterher setzen, dann hat man vielleicht eine längere DRS-Zone. Und dann auch die Löwskurve ein bisschen umändern und auch, wie heisst die letzte Kurve? Draskas. Ja, genau. Dort auch noch etwas ändern. Das sind so kleine Detailsachen, aber in erster Linie müssen halt die Autos auch kleiner werden, dass dort überhaupt etwas geht. Wenn du kannst die Strecke umbauen, du willst es wirklich Überholmanöver geben, wenn die Autos immer noch zu breit sind. Ja, also es muss einfach generell, es muss in meinen Augen eine Kombination von allem sein. Du musst die Strecke anpassen. Du kommst gar nicht darum. Und du musst kleinere Autos haben, du musst leichtere Autos haben. Und ja, du musst halt auch von den Reifen haben, die dir das Rennen halt auch ein bisschen ermöglichen. Oder? Schlussendlich ist es als Rennen einfach nicht schaubar momentan. Würde ich jetzt wirklich so unterstreichen. Da würde ich noch fast lieber 2 Qualifyings sehen, wo Race Points dafür bekommst. Das habe ich irgendwie in so einem schwachsinnigen Podcast gehört. Der regt mich so auf. Immer wenn ich die auf Instagram irgendwie bekomme, die regen mich so auf, so 2 halbwissende Amis, die aber über Formel 1 reden. Okay. Auf jeden Fall habe ich also so Drive to Survive Fans. Ja, wirklich, also wirklich gefühlt aber trotzdem, das erste Mal, wo ich mit einem agreed habe, von denen hat nämlich gesagt, nehmen wir doch einfach 2 Qualifyings am Samstag und dort gibt es einen Trennpunkt und am Sonntag gibt es ein Go-Kart-Rennen auf der ganzen Strecke ohne Punktevergabe. Da haben wir wenigstens ein bisschen Spektakel. Ja, oder sie fahren mit den Lego-Autos wieder am Sonntag. Das ja, genau. Genau. Also ich glaube, Monaco ist nicht rettbar, wenn dort nicht einfach alles angepasst wird. Also du kannst die Strecke auch komplett anders machen. Du kannst sie verlängern insgesamt. Ich meine, es ist schon eine relativ kurze Strecke. Du kannst noch mehr in Monaco-Stadt reingehen. Egal was, macht einfach irgendetwas. Es ist unwatchable. Und trotzdem ist es nicht einfach, dort zu gewinnen, auch wenn es einfach ist, zu blockieren oder in dem Sinne Strecke für sich zu behalten. Also kann man trotzdem sagen, Chapeau zum Norris. Sein erster Monaco-Win ist eine schöne Sache, definitiv. Ja, nein, das ist definitiv. Also, ich glaube, das hat man selber gut für sein Selbstbewusstsein, weil er ist teilweise wirklich ein bisschen am Boden zerstört und ich glaube, das hat ihm schon auch gut getan. Aber man muss immer noch festhalten, Piastri hat inzwischen mehr Wins geholt als der Norris. Und das ist schon echt krank. Und hat, glaube ich, meines Wissens ein Win weniger als der Leclerc. Ist das? Das ist krass. Ja, das stimmt sogar. Beim Leclerc, das ist ja das Kranke. Der Leclerc hat eine extrem schlechte Pole-to-Win-Ratio. Und da kann man gerade am Sonntag darüber Gedanken gemacht, der Piastri hat bis jetzt immer noch, auch nach Spanien noch, eine 100%ige Pole-to-Win-Ratio. Ich weiss, das ist jetzt gerade komplett, das ist ein bisschen ein Gump, das ist nicht das, was du darüber geredet hast, aber ich finde einfach noch einen krassen Fakt. Er hat in 4 Poles, die er hat, 4 Rennen davon gewonnen. Das ist eigentlich noch eine krasse Statistik. Aber ja, Norris hat jetzt schon beängstigend viele Podiums und Wins. Also das ist
Ich finde das immer so krass, wenn es so einen Szenenwechsel gibt, fällt dir das gar nicht auf. Gleich wie zum Beispiel beim Szenenwechsel von Mercedes zu Red Bull. Es ist einem gar nicht aufgefallen, wie viel das der Verstappen gewinnt, irgendwie. Und auf einmal ist er da und klar, es ist immer noch ein riesen Gap zum Hamilton, aber es hat so viel, wo er mittlerweile schon erreicht hat. 4 Championships gewonnen, das ist irgendwie, geht das immer noch nicht ganz in meinen Kopf hinein. Aber ja, so schnell geht halt manchmal das Leben. Wer auch gemerkt hat, wie schnell das Leben geht, ist eben der Stroll. Da haben wir schon vorher darüber geredet. Ich gehe wieder zurück zum spanischen Grand Prix, dort haben wir eigentlich hinwollen. Der hat jetzt Qualifying gemacht und nach dem Qualifying eigentlich direkt gesagt, meine Hand tut weh, ich mag ihn nicht. Darum ist er, by the way, an der Waage vorbeigefahren. Ah, wirklich? Er hätte auf die Waage gehen und ich hätte ja verpasst, weil er ja eben anscheinend so Handschmerzen bekommen hat. Bro, stell dir vor, seine Überlegung war, ich wollte nicht scheiße dastehen, weil ich vergessen habe oder nicht gesehen habe, dass ich auf die Waage müsste. Ich sage jetzt einfach, meine Hand tut weh. Und dann haben sie gesagt, ja Bro, wenn deine Hand weh tut, darfst du aber auch nicht mehr fahren. Ja, weißt du, aber du musst dir das mal überlegen. Und der FIA, was machen sie? Sie tun ihn verwarnen. Kollege, geben doch dem eine Strafe. Ja, also, Punkt. ich meine, die können das Qualifying fahren und so stellen. Also, bitte. Also, nein. Ja, also so Zeug ist krank einfach. Ich wollte da gar nicht mehr viel darüber reden. Es ist einfach chronologisch vom Aufbau her, ist das etwas so als erstes passiert, weil ich finde jetzt in den Practices und in Quali hast du eigentlich nicht sehr viel Spannendes gehabt, relativ bescheiden gewesen. Aber dann ist es eigentlich losgegangen mit dem Rennen und wir haben zuerst mal uns wieder bestaunen ab dem Talent von Max Verstappen. Was ist ein Double Overtake sogar gewesen? Stimmt, das habe ich das richtig im Kopf? In der ersten Kurve. Nein, er ist einfach. Er ist schon Platz 3 gestartet. Und dann der Norris hat den Start ein bisschen verpennt. Und dann hat er halt natürlich Slipstream noch vom Piastri vor sich. Und ja, der hat dann natürlich ein bisschen profitieren von dem noch. Und ja, du weißt ja auch, wie der Verstappen ist. Wenn der vorne ist, dann macht er einfach auch dicht, auch wenn jemand neben ihm ist. Und dann der Norris hat einfach den ein bisschen zurückgesteckt und der ist dann eben so hintergefallen. Genau, das Ganze hat es dann aber wirklich im Verlauf des Rennens ein kleines Battle zwischen Norris und Verstappen gegeben. Schon nicht ganz durchgehend, weil der Verstappen oder sein Team sich entschieden hat, einen 3-Stopper daraus zu machen, aber gleich haben wir nachher später dann noch einen Overtake von Norris am Max gesehen, was ich sehr begrüßt habe, weil Spanien ist jetzt eigentlich nicht unbedingt eine Strecke, wo sehr viel On-Track-Overtakes hast. Man muss aber auch dort ganz klar sagen, seitdem sie wieder das MotoGP-Layout nehmen, wo sie die letzten Schikanen nicht mehr fahren, hat sich das deutlich verbessert, wirklich deutlich verbessert. Und ja, also ich denke, was mir jetzt in Spanien vor allem aufgefallen ist, von den Fahrern her, sind der Hadjar und der Alonso. Hadjar ist wieder mal irgendwie auf P6 rumgegurkt und der Alonso hat ja, sehr viel Druck gemacht in dem Rennen, hat sehr viel Energie gehabt. Und ja, die haben dort ja auch ein bisschen gebettelt. Ganz am Anfang noch dort, die ersten paar Kurven, nachdem der Raufschlenzer, wo du nachher rechts reinziehst, zu dieser Backstraight, wo du DRS hast, dort haben sie so ein bisschen verfightet, der Hadjar und der Alonso. Und dort musste ich echt sagen, ist sehr ein erwachsener Fight vom Hadjar. Also gerade gegen Alonso, wir wissen alle, wie er ist, wie nervig er kann sein, wenn er dir auf dem Heckflügel hockt. Aber der Hadjar hat das super gemeistert und der Alonso doch noch, glaube ich, 1 oder 2 Runden hinter sich behalten. Ja, Chapeau dort an Hadjar. Und dann ist es eigentlich direkt so ein bisschen ja, langweilig weitergegangen, würde ich jetzt mal so behaupten. Oder hast du noch irgendetwas bis zu den ersten Fights vor dem Safety Car? Nein, nicht gross. Also, ich muss einfach immer noch sagen, ich finde es beeindruckend, dass Red Bull einen 3-Stop angewendet hat und wie sie so eigentlich virtuell, sage ich jetzt mal, also halt nicht on-track, aber virtuell im Norris viel Druck gemacht haben. So. Oder allgemein McLaren. Also ich glaube, sie sind schon recht in die Schweiz reingekommen mit der Taktik und so und mit der Strategie. Aber ich habe es geil gefunden. Aber nein, es ist schon eigentlich wirklich... Das Rennen war eigentlich schon okay gewesen. Weißt, es hat ja schon immer ein bisschen Overtakes gegeben, vor allem Alonso mega viel Outside Moves und so, also wirklich so Summe und so, was eigentlich nicht so üblich ist in Spanien, sage ich auch. Und eben gerade Essen hat eigentlich recht gute Performance gehabt.
Was halt einfach schade war, ist, dass Williams relativ langsam war, aber ist ja in den letzten Jahren eigentlich immer so gewesen, dass die halt wirklich immer Mühe hatten auf dieser Strecke. Lustigerweise hat sogar der Ralf Schumacher gesagt, als er noch bei Williams gefahren ist mit dem BMW, hat er gesagt, das sei damals schon mit Williams eine schlimme Strecke gewesen. Ja, liegt ihnen wahrscheinlich wirklich einfach nicht. Und um noch ein bisschen mehr Benzin ins Feuer gießen, hatte dann der Alonso oder Albon auch noch das DNF gehabt. Einfach technischer Natur. Ja, kann passieren. Ist wie es ist. Zur etwa gleichen Zeit umeinander hat auch Alonso ein Lockup gehabt, wo er dann noch ins Kiesbett rausgefahren ist. Auch das hat eigentlich die Spannung, ich sage jetzt, zwischen der ersten Runde und den letzten 10 Runden aufrecht erhalten. Was aber sehr, sehr cool war zum Schauen, ist, ich sage jetzt relativ kurz vor dem Safety Car, wo wir dann hatten, hat der Lawson so richtig angefangen zu fighten. Also es hat dort so ein bisschen also fighten. Naja. Eben, das ist jetzt das, was ich anschauen will. Weil ich halt bei mir in den Notizen aufgeschrieben habe, fightet er clean? Fragezeichen. Und das ist etwas, wo wir eigentlich schon seit dem wie heisst es? Der Grand Prix in den Niederlanden, der fucking Zandvoort. Das ist mir seit Zandvoort, wo er sein allererstes Rennen gemacht hat, aufgefallen, dass er mega viel so Moves macht, die so ein bisschen desperate wirken, immer von viel zu weit hinten irgendwie reinsticht und dann fast einen Crash hat oder einen Crash hat. Und in Spanien war das jetzt etwa 3 Mal nacheinander gewesen. Ein einziger Move, wo ich wirklich muss sagen, so ist clean gewesen. Und sonst habe ich immer das Gefühl, wenn der Lawson auf einen Angriff geht, musst du immer schauen, dass es nicht einen riesen Crash gibt. Oder dünkt es nur mich? Also so ist es mir einfach vorgekommen. Ich kann es einfach gar nicht sagen, aber jetzt so in Spanien hat es schon recht ein bisschen Rambo-mässig ausgesehen, was er gemacht hat immer. Und ich glaube, er muss sich schon ein bisschen an der Nase nehmen und ein bisschen runterfahren, glaube ich. Also, dass er sich mehr ein bisschen den Gegner zu Weg legt oder einen kleinen Fehler reindrängt, als so wie, sage ich mal, wir würden in F1 24, 23 oder 25 online fahren, weißt du, in dem Stil. Ja. Also, da musst du schon ein bisschen bedacht an die Sache hergehen, aber ich glaube auch, dass er selber mega unter Druck steht. Er will sich ja beweisen, dass er gemacht ist für ein Top-Team, aber so, ja, machst du das eigentlich eher weniger. Also so, definitiv. Stehst nicht so gut da. Oder der Hadjar steht deutlich besser da und obwohl er eigentlich der ist, wo man immer sagt, er ist der emotionale Fahrer, offensichtlich, er schreit ja auch gerne mal ins Mikrofon oder flucht umeinander, oft zwar über sich selber und sehr, sehr selten, beziehungsweise ich habe noch nie gehört, dass er über das Team irgendwie geschrien hat oder sich beschwert hat. Aber trotzdem ist er der ruhige Fahrer auf der Strecke und das darf eigentlich nicht sein. Und das zeigt, glaube ich, einfach so ein bisschen auch, dass der Lawson, ich denke, jetzt schon an einem Punkt ist, wo er so ein bisschen am Verzweifeln ist. Oder? Weil er weiss wahrscheinlich, er hat gewisse Performance-Parameters, die er muss erreichen muss, falls er nächstes Jahr wieder in der Red Bull rein will. Und er sieht halt, dass er die nicht erreicht, aber sein Teammate die erreicht. Und ist wie es ist. Lawson muss aber gleich aufpassen, dass er sich nicht einen schlechten Ruf macht. Im Sinne von, dass er halt nicht kann Wheel-to-Wheel racen. Und das macht er sich definitiv momentan, der schlechte Ruf. Ja, kann ich so unterschreiben. Perfekt. Zu der Zeit, wo wir jetzt so am Reden sind, die ganzen Moves am passieren sind, hat der Verstappen gerade vor ein paar Runden seinen Stop gemacht, wo er den 3-Stop eigentlich confirmed hat. Und auf einmal, die letzten 10 Runden, sehen wir Kimi Antonelli Motorversagen, gehen wir davon aus. Ich glaube, es ist immer noch nicht offiziell bekannt gegeben. Aber ich meine, schon. So also schon der zweite. Imola ja auch. Also dort wird es für seine Motoren in Zukunft schwierig. Der wird 100% nicht können, mit seinen Allegations weiter fertig fahren. Der wird sich Penalties reinholen und das ist jetzt etwas, wo Mercedes dann taktisch wird versuchen einzugrenzen, wenn das er die nimmt. Ein Safety Car, wo in meinen Augen viel zu lang draussen war. Ich verstehe nicht ganz, was die alles noch gemacht haben, weil es ist irgendwie 4 Runden lang nichts passiert. Die haben auch gewartet, irgendwie, bis die Überrundenden zurücküberrundet haben und wieder hinter der Schlange sind, was ja auch nicht nötig ist. Du musst nicht warten, bis sie hinten dran sind. Das wissen wir spätestens seit Abu Dhabi 2021. Ja, also ich finde, das Safety Car ist viel zu lang gegangen. Aber nichtsdestotrotz, ein Safety Car kurz vor Ende ist immer eine geile Sache.
Das ist immer. Das ist immer so. Zu 100%. Es hat für Action gesorgt. Der erste Punkt, wo wir nach dem Safety Car unbedingt darüber reden müssen, ist Leclerc Verstappen. Hat der Leclerc reingezogen oder hat der Verstappen nicht reagiert? Also ich würde mal so anfangen, schon mal mit Red Bull Stop auf Harz. Also, das ist schon mal, natürlich, ja. Das ist natürlich schon mal das erste Problem gewesen. Also klar, ich verstehe es schon. Red Bull musste irgendwie einen neuen Schlappen drauf tun, weil sie haben ja, also sie haben ja keine Softs mehr gehabt. Sie haben zwar schon noch eine Angefahrenen vom Qualifying, aber das Problem war, diesen Reifen haben sie für Installation Labs genommen vor dem Rennen, wo sie an Starting Grid herkommen. Da ist ja nochmal wieder, der hat ja wieder ein paar Runden drauf gehabt. Und man hat ja das Beispiel gesehen, wie es ist, wenn du einen gebrauchten Soft hast und einen neuen Soft hast am Hamilton-Hülkenberg. Dort hat man es gesehen. Und ich glaube, die Entscheidung von Red Bull kann ich nachvollziehen, dass sie nochmal einen Reifenwechsel machen möchten, weil sie gewusst haben, sie würden untergehen. Aber mit dem Hard haben sie wahrscheinlich wortwörtlich härter in die Scheisse gelangt als mit dem Soft. Darum, ich glaube, sie wären besser auf einen gebrauchten Soft gegangen, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, vor allem, dort hat es halt schon so lange angefangen. gegangen ist. Gell? Also, der Hard ist wahrscheinlich kaum warm geworden bis am Ende des Rennens, weil das Safety Car so lange gegangen ist. Das ist schon so. Ja, eben, und dort hat es schon angefangen, plus dann nachher ist es halt so gewesen, dass dann, der Max mal einerseits in der letzten Kurve einen richtig scheiß Exit hergelegt hat. Er ist ja richtig krass quer auf dem Curb runtergefahren. Es Wunder, dass er den Karren noch gehabt hat und nicht abgeflogen ist. Also die meisten anderen Fahrer wären abgeflogen, sind wir ehrlich. Safe. Das ist wirklich verdammt safe. Ja, also das ist wirklich unglaublich gewesen, wie ich den Karren noch genommen habe. Und ja, dann das mit dem Leclerc, ich weiß nicht. Also der Leclerc hat schon leicht nach links übergezogen. Darum hätte ich auch müssen nachher zu den Stewards gehen, wegen dem Vorfall noch. Allerdings, der Max ist aber auch, muss man sagen, wirklich stur auf seiner Linie blau. Weißt du, er hat ja auch nicht kaum eine leichte Bewegung übergemacht, wo es eine Berührung gegeben hat, sind sie wieder ein bisschen voneinander gegangen. Aber er war ja wirklich stur auch so gewesen. Klar muss man sagen, oder kann man sagen, es war unnötig gewesen, was der Leclerc gemacht hat, aber er hat natürlich auch vom Windschatten von vorne profitieren. Und Max hat auch. Darum, schlussendlich, es ist ja nichts passiert, ist ja gut so. Ich würde so diese kleine Berührung mehr als so ein bisschen Racing-Incident abstempeln. Ich würde jetzt sagen, ja, Leclerc ist zu aggressiv gefahren. Ich muss zwar ehrlich sagen, Leclerc fährt das Jahr ein bisschen aggressiver durch mich als letztes Jahr. Finde ich aber gut. Ich glaube, das braucht es auch unbedingt bei ihm. Aber ich meine, für den Leclerc hat es schlussendlich ausgezahlt, oder? Der hat natürlich mega gut profitiert, aber was nachher passiert ist, das kann man wirklich sagen, ist schon ein bisschen ein Skandal nachher gewesen. Der Russell hat natürlich auch noch mal ein bisschen profitieren vom Windschatten vom Leclerc, ist natürlich dann auch hergezogen. Und ja, in Turn 1 ist dann das passiert, was man schon fast ein bisschen damit gerechnet hat, was könnte passieren. Es gibt eine Berührung und die ist dann auch gekommen. Der Russell hat nämlich dann den Verstappen leicht berührt und der Verstappen ist dann in Notausgang gegangen oder beziehungsweise Off-Track gegangen und ist dann einfach wieder so auf die Strecke hineingekommen, ja, wie man es sollte, wie es der FIA möchte. Er hat es sauber gemacht. Aber, jetzt kommt eben das grosse Aber, rein theoretisch, und der FIA hat das nachher, oder die Stewards haben das nachher bestätigt, rein theoretisch hat er seine Position nicht zurückgegeben, weil es ist nämlich ein Forcing Another Car off Track vom Russell. Mhm. Und Red Bull hat ja, das ist eben auch der Scheiß jetzt, du hast ja die Kommunikation mit der FIA hast du ja nicht mehr. Du tust ja einen Antrag stellen, der FIA während dem Rennen, und der wird dann weitergeleitet und bis dann ist das Zeug schon alles wieder vorbei. Weißt du, blöd gesagt, es geht viel zu lang jetzt. Und die haben so eine gewisse Guideline, haben die ja eigentlich nicht mehr. Und das Ding ist eben das, rein theoretisch hätte es nicht zurückgeben müssen, weil eben es ist das Forcing war. Und Red Bull hat das einfach aus Sicherheitsgründen, weil sie nicht haben wollen, 10 Sekunden Penalty kassieren, haben sie ihm gesagt, hey Max, gib es wieder zurück, weil eben das sagen die Regeln, du musst zurückgeben Position, weil du hast einen Vorteil gehabt. Aber eben, er ist ja dazu getrieben worden. Und ja, dann nachher hat natürlich der Max, dem sind natürlich die Sicherungen ein bisschen durchgebrannt, muss man wirklich also sagen. Er hat jetzt auch im Nachhinein hat ja ein Statement dazu gegeben und hat gesagt, dass das eigentlich schon ein Fehlverhalten war von ihm. Aber ich kann es nachvollziehen, sein Verhalten. Ich würde auch nicht sagen, dass sein Verhalten falsch war. Also klar, das Rammen sei dahingestellt. Aber ich finde es ein bisschen,
wie soll ich sagen, ich finde es halt schade, dass Red Bull blöd gesagt ein bisschen den Schwanz gezogen hat und gesagt hat, hey, gib es lieber zurück, wir wollen die 10 Sekunden Penalty nicht in Kauf nehmen. Weil, ich meine, die Berührung hat es ja gegeben und die Bilder haben die ja meines Wissens wahrscheinlich auch gesehen und man hätte ja wirklich mega auf das beharren, dass man können sagen, hey, das war ein Forcing gewesen. Und schlussendlich war es ja auch so eins gewesen. Aber ja, das ist halt ein bisschen meine Meinung. Ich finde, die Situation, die passiert ist mit dem Russell und dem Verstappen, wo sie sich gerammt hat, oder Verstappen und Russell gerammt haben, finde ich schon ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen too much. Ich habe es lustig gefunden, ich will ja ein bisschen lachen. Aber ich finde, dass es eigentlich gar nicht hätte zu dieser Situation kommen, wenn Red Bull in dem Moment richtig reagiert hätte oder richtig entschieden hätte. Aber ja, ich glaube halt, in ihren Augen haben sie in dem Moment richtig entschieden, obwohl das im Nachhinein gleich halt falsch war. Ja, das ist meine Meinung. Da stimmt mir der Herr zu. Also sie hätten im Max definitiv nicht müssen sagen, ey, lass den Russell eine stören. In dem Fall. Das ist halt so eine Schwierigkeit. Und das hätte der Horner im Nachhinein noch bemängelt. Das haben wir jetzt etwa seit, soll ich sagen, 4 Jahren, stimmt das etwa. Wo halt Teams selber das vorher dürfen entscheiden, ob sie den Platz geben oder nicht, bevor Dre Stewards etwas dagegen machen. Ist aus dem heraus resultiert, dass es nicht immer klar war und nicht immer gleich gehandhabt worden ist. Aber das löst in meinen Augen das Problem halt auch nicht. Und ja, wenn halt so viel Unsicherheit drum ist, dann kann es da halt gerne noch passieren, gerade nach einem Safety Car Restart, wo die Gaps nicht gross sind, dass halt das Team sagt, ja, lass ihn schnell führen, oder? Aber dann wiederum, wenn es ein offizielles von den Stewards «Hey, lass ihn führen» gewesen wäre, dann hätte der Max auch niemals das machen, was er gemacht hat. Nämlich auf einer Gerade einen führen lassen und in der nächsten Kurve sofort wieder den Angriff machen. Das ist nicht erlaubt. Also auch dort ist so ein bisschen, ja, schwierig irgendwie zu sagen. Also ich finde, in meinen Augen, der Verstappen hat komplett falsch gehandelt. Und auch wenn es nicht seine Absicht war, ihn zu rammen, ist es gleich passiert. Und es hat gleich viel schlechter rausgehen. Also meine immediate Reaction dann war, das muss ein 10-Second Stop and Go geben, respektive, weil es halt in den letzten 2-3 Runden war, wäre es dann, weil er logischerweise nicht mehr absetzen kann, dann halt eine 30-Sekunden-Strafe. Also das war eigentlich meine Auffassung gewesen, weil ich habe das 1:1 gleichgestellt wie die Vettel-Hamilton-Situation in 2017 in Baku, wo der Vettel den Hamilton mit Absicht gerammt hat. Weil, wenn du frustriert bist, hast du gleich nicht das Recht, anderen Leuten ihr Rennen zu riskieren und vor allem mit diesen Autos, mit diesen Speeds so zu fahren, wie er das gemacht hat. Ich bin froh darum, dass er sich im Nachhinein noch entschuldigt hat, aber ich habe eine relativ starke Meinung zu dem, obwohl ich den Verstappen sehr gerne habe, obwohl ich es liebe, ihm zuzuschauen, wie er fährt. Man kann schon immer noch sagen, einer meiner Lieblingsfahrer. Das ist wieder mal ein Ort, wo er bewiesen hat. Ja, ab dem Podcast, wie du jetzt die Situation beschrieben hast, könntest du meinen, es sei dein Lieblingsfahrer. Nein, aber ich sehe es halt ja, einfach. Also, schau, weißt, ich bin ehrlich, jetzt ist ganz halt, klar, hat eine größere Penalty geben. Ich meine, er ist ja noch bestraft worden. Er hat jetzt so 3 Strafpunkte bekommen und hat ja eigentlich jetzt, darf nur noch einen Strafpunkt sammeln. Oder darf keinen Strafpunkt mehr sammeln, weil ab 12 ist schon gespielt. Er hat jetzt 11 von 12. Und die ersten Verfall erst wieder nach Österreich. Also er darf jetzt 2 Rennen lang keinen Scheiß bauen eigentlich. Und darum, ich finde, die Bestrafung ist schon genug hart, sage ich jetzt mal, für das, dass man halt einfach im Hinterkopf muss behalten, hey, eigentlich wäre ja die Situation nie richtig gekommen oder wäre es gar nicht dazu gekommen, wenn man richtig entschieden hätte von Red Bull Seite her. Aber hey, es ist jetzt halt mal so passiert, wie es passiert ist. Es ist nicht geil gewesen, aber es hat definitiv ein bisschen entertaining gewesen. Es hat ein bisschen Unterhaltung gegeben und alles und es ist halt einfach zum Zuschauen ist es nice gewesen. Muss man wirklich sagen. Zum Zuschauen ist es wirklich nice gewesen. Ja, das wird auch einer von diesen Momenten in der Saison sein, wo man Ende Saison wieder 100 Mal anschaut und darüber redet. Das ist klar. Genau. Und ich glaube, es hat einfach auch, dass halt natürlich, man muss halt auch den Hintergrund oder den Aspekt wahrscheinlich auch ein bisschen im Kopf noch haben, dass halt Verstappen und Russell jetzt gerade die beste Freundschaft haben am Grid. Und ich glaube auch, dass
also ich glaube, der Verstappen wird noch viel machen, dass er den Russell rausdrängen kann oder weiss ich was alles. Also ich finde es geil, einfach nur für das Verhältnis von diesen zwei, wie es ist und so, finde ich es nice, dass der Verstappen ein bisschen härter vorgeht. Und klar, man muss dem Verstappen schon vorwerfen, wenn er eine Schwäche hat, dann ist es einfach dann, wenn er in seinen Augen sich unfair behandelt fühlt und dann nachher eigentlich so ausrastet in dem Sinn. Denn das ist so eine kleine Schwäche. Also man merkt schnell, wie er hässig wird. Das merkt man schon. Aber ich meine, schau es mal so an. Ich meine, schau mal, wie der Schumacher gefahren ist gegen wer ist das gewesen? Einerseits mal gegen den Villeneuve. Gegen den Villeneuve, gegen den Hill. Auch gegen den Hill, genau. Also eben, das hat es immer gegeben. Ich meine, schau mal den Vettel gegen den Weber und so auch. Eben, das sind alles so Sachen und darum es ist lustig. Ja zu einem Weltmeister auch ein bisschen dazu, sage ich, so ein Verhalten. Ja, ich habe meiner Freundin die Szene genauso erklärt. Sie so, ja, aber hat man den denn nicht nicht gern, hat sie gefragt, oder etwas in die Richtung. Dann habe ich gesagt, ja, schau, der Schumacher war auch genau so ein Arschloch gewesen. Und dann habe ich ihr genau diese zwei Szenen gezeigt, vom Hill im 95 und mit dem Villeneuve im 97. Das ist eigentlich noch funny. Ja, aber das ist halt einfach genau so Szenen gewesen. Ja, und zum Gewinnen musst du gewissermaßen auch einfach ein Arschloch sein. Auch der Hamilton hat gegenüber seinem Team, über sein Team darüber Sachen, Entscheidungen getroffen. Ist auch nicht immer super clean gefahren, aber ja, das sind halt die Fahrer, die dann all die Championships halt auch gewinnen, weil sie ja das Regelwerk brauchen, wie man es kann brauchen, oder? Von dem her, ja. Ich meine, eben, schau mal schon nochmal, wie der Hamilton gegen den Dings gefahren ist, gegen den Rosberg im 16. Der hat ja so langsam gemacht in der letzten Runde. Nur, dass irgendwie der Sepp noch an Rosberg herkommt und er noch ein Championship gewinnen. Aber oder weißt du noch, der Alonso, der mit Absicht im Hamilton seinen Pitstop im Quali blockt, damit der Hamilton nicht mehr rechtzeitig über die Linie kommt. Oder? Es sind genau so Sachen, wo Weltmeister ausmachen, auch wenn sie nicht sympathisch machen. Es sind Gewinner und für das schauen wir es irgendwo drin an. Ja, das ist so. Dafür in meinen Augen umso peinlicher im George Russell seine Interviews, wie er einfach das ganze Interview überall, bei jedem Sender versucht, nur den Verstappen schlecht zu reden. Ich finde das so lächerlich, wie er aber mit so Szenen umgeht. Klar, es ist nicht okay gewesen, aber einfach bodenlos. Wirklich. Ja. Nein, das habe ich auch nicht korrekt gefunden. Ja. Das ist so. Zum Abschluss... sorry. Ja, nein, also eben, ich finde halt einfach, also es gibt ja viele Memes, wie der Russell so redet. Und das Geile war, der Norris hat einfach so gesagt, also, der Russell ist vorbeigelaufen und dann hat der Norris gerade gefragt worden, eben, was er dazu meint. Er sagt, ja, da, wo der Russell gemacht hat, geht gar nicht. Er hat auch in die Linie gezogen, wieder mal einig. So. Richtig gutes Interview. Das war so geil gewesen. Da hast du ein Gefühl vom Norris. Ich hatte dann aber auch das Gefühl, dass der Norris generell wieder der ist so ein bisschen chippy unterwegs wieder. Ich habe das Gefühl, Monaco-Win hat ihm wirklich die Confidence gegeben. Und das hat man jetzt in Spanien gesehen, obwohl er in Spanien nicht gewonnen hat. Hat er mega so, keine Ahnung, er hat nicht mehr schlecht über sich geredet und so. Ja, das war einfach irgendwie cool gewesen. Zum Abschluss von dem Rennen, krönend würde ich sagen, etwas, was ich auch gerne verkünde. Der Nico Hülkenberg hat sich in der letzten oder vorletzten Runde, ich weiß gar nicht mehr, auf einen P6 gekämpft, wo ihm dann durch Penalty vom Verstappen ein P5 gegeben hat. Und das ist einfach nur ein geniales Resultat für das Schweizer Team, ein geniales Resultat für Nico Hülkenberg, wo wieder mal so nah am Podium dran ist, aber unglaublich gutes Rennen. Also man kann ganz klar sagen, die haben immer noch das schlechteste Auto, und an dem Wochenende, wo Williams mal nicht gut performt, hauen die so eine Leistung an. Also auch gut gefahren von Bortoletto, muss man auch sagen, aber er hat halt und dank dem neuen Update auch natürlich, muss man sagen. Also genau, das Update ganz hat klar. Natürlich schon auch noch etwas geholfen. 100%. Aber wirklich, es ist einfach so ein Wohlfühlmoment gewesen, den Hülkenberg gesehen, den Hamilton überholen. Einfach ein wunderschöner Abschluss gewesen, würde ich sagen. Ja. Richtig geil. Also am Hülkenberg richtig von mal sauber wichtige Punkte geholt. Haben jetzt mehr Punkte, oder Hülkenberg hat mehr Punkte geholt als beide
Red Bull Racing-Fahrer zusammen, also sprich, weißt du, Liam Lawson und Tsunoda zusammen. Nein, Tsunoda. Ah, Tsunoda, ja. Ja, also weißt du, wo beide noch bei Red Bull, also jetzt beide bei Red Bull gefahren sind, hat er jetzt mehr Punkte geholt in einem Rennen, als sie beide zusammen in der ganzen Saison für Red Bull. Das ist eigentlich, ich glaube, die Vorstellung ist eigentlich völlig krank eigentlich, wenn du so überlegst. Aber ja, so ist es halt einmal. Und ja, mal schauen, wie das so weitergeht. Ich hoffe schwer, dass das Update auch auf der nächsten Strecke auch ein bisschen Früchte trägt, sagt mir so schön. Und nicht, dass es jetzt irgendwie gerade nach einem Rennen schon wieder alles vorbei ist, die ganze Luft. Aber der Hülkenberg hat ja in Interviews schon gesagt, also, ja, man soll jetzt da nicht gerade irgendwie viele Erwartungen haben. Er glaubt einfach, dass es auch viel Zufall war. Und das finde ich auch cool, dass er es wirklich eigentlich so ein bisschen wieder runterredet und sagt, hey, ja, Piano, jetzt schauen wir zuerst mal und so. Und eben, es muss ja nicht zwingend sein, dass es jetzt immer so ist. Das finde ich eigentlich noch eine gute Einstellung. Ja. So. Darum, das ist top so. Ist halt schon auch wichtig, vor allem jetzt mit einem Update im spanischen Grand Prix, dass man nachher wirklich nochmal auf die Bremse hat und sagt, ey, das holt uns vielleicht schon nicht auf die Scheiße raus. Weil, wie ihr ja vielleicht alle auch wisst, der spanische Grand Prix ist der letzte, das ist der 8. Grand Prix insgesamt, und das ist der letzte von dieser Saison, wo die Wing Rule so ist, wie sie ist, ab dem nächsten Rennen. Nein, schon vor Spanien hat es gegeben, der Flexi Wing. Willst du jetzt auf das gehen, oder? Nein, Spanien ist doch der letzte Grand Prix, wo das noch... Nein, es ist schon ab Spanien schon Flexi Wing, hat man schon nicht mehr haben. Okay, aber dann werden wir ab jetzt wirklich in dem Fall wahrscheinlich sogar sehen, dass Sauber ein bisschen besser dabei wird sein, weil die anderen noch nicht reagiert haben. Das ist doch schön. Ja gut, Sauber hat ja das Update gebracht für den Unterboden. Überwiegend, nicht für Frontflügel. Ja, aber das, weißt, ich sage grundsätzlich, viele müssten noch mehr Veränderungen machen, dementsprechend, dass sie besser fahren können. Ja, gut. Wenn der Sauber jetzt schon so gut fährt, dann hat die Flexi-Wing-Veränderung im Sauber eher sogar einen Boost gegenüber dem Rest vom Field. Ja, wir werden es sehen. Es haben ja alle Teams immer gesagt, sie sind ja von dem nicht betroffen. Ja, das offensichtlich nicht. Mal schauen, aber ich glaube es immer noch daran, dass da zum Beispiel gerade McLaren wahrscheinlich schon ein bisschen einen Nachteil wird haben. Ferrari komischerweise eben auch, also jetzt Hamilton-Seite gesehen. Aber eben, wir werden es sehen in den nächsten paar Rennen, wie sich das dann noch so ein bisschen weiterentwickelt. Bleibt auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, wir haben sonst soweit schon fast alle Themen angesprochen. Es tut uns leid, wenn wir nicht wirklich jedes einzelne Thema ansprechen können, weil es ist jetzt auch wirklich in den letzten 3 Wochen so viel passiert, auch off-track, und wir machen es eigentlich immer so, dass wir schon gerne möchten so 2 Rennen zusammennehmen und nicht immer nach jedem Rennen einen Podcast machen, weil das einfach von der Zeit her zu aufwendig ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil wir haben halt auch noch normale Jobs nach unserem Influencer-Leben, kann man sagen. Oh mein Gott. Nein, also eben darum, es ist halt auch schon nicht so einfach für so einen Podcast, kostet schon ein bisschen etwas an Zeit, weil ich meine, jetzt haben wir 9, wo wir jetzt fast fertig sind mit dem Podcast. Gestartet haben wir um 6:45. 6:45, also wir sind jetzt auch wieder eine gute 2 Stunden dran, und eben, man muss ja dann noch das ganze Schneiden aufladen, den Titel ansuchen, darum eben da fließt schon noch viel Zeit rein. Das ist eben nicht so schnell gemacht. Darum, tut es uns leid, falls wir nicht jedes Thema angesprochen haben, aber falls euch die Episode gefallen hat, würden wir uns natürlich dann immer... du willst etwas sagen? Sorry, ich kann noch etwas machen. Ich habe es gemerkt, du bist am Durchrattern. Aber etwas, was wir immer am Ende machen, jetzt seit dieser Saison, das finde ich, dürfen wir schon nicht so vorlassen. Ich wollte aber noch, genau, es geht um einen Kick-Tipp, logischerweise. Ich wollte Kick-Tipp-Punkte durchgehen. Ich wollte aber auch ganz kurz noch einfach schnell die Top 10 von den Fahrern runterrattern, weil wir uns doch jetzt schon langsam Richtung Mitte-Saison ziehen. Einfach schnell zum Abraten. Der Piastri hat 186 Punkte, Norris mit 176, nur 10 hinten dran. Verstappen, obwohl man irgendwie das Gefühl hat, er ist nicht so gut dabei, immer noch mit 137 Punkten auf dem 3. Platz, und der Russell relativ dicht mit 111 Punkten. Dann haben wir den Leclerc mit 94, den Hamilton mit 71, der Antonelli mit 48, Albon mit 42, Hadjar mit 21 und auf dem Platz 10, wo ich ein erstaunt darüber bin, mit 20 Punkten der Ocon. So sieht die Fahrerwertung aus. Ocon? What? Yes. Eben, also die letzten 3, Ocon, Hadjar, Albon, krank. Also vor allem Albon mit 42 Punkten. Das ist so krank. Und im Unsafe Release Kicktipp
ist auch noch mal etwas passiert. Der Simi hat sich irgendwie vorgekämpft in diesem Tripleheader. Der ist jetzt, das habe ich gesehen, das ist unglaublich. Ja, der hat ganze 80 Punkte hat er sich geholt beim spanischen Grand Prix. Ist jetzt mit 320 Punkten der Leader von allen. Der war irgendwie noch auf Platz 15 oder so vor dem Tripleheader. Dann haben wir den Vroom Vroom Ferra auf dem Platz 2 mit 310 Punkten. Ja, Magikarp auf dem 3. Punkt. Ich gehe noch bis zum 5. aber der Lauro F1 mit 300 Punkten und der Hebu mit 280 Punkten auf dem Platz 5. Dann noch, wenn euch interessiert, wie schlecht das wir dabei sind, der Kasel ist auf dem 15. mit 180 Punkten und ich habe ganze 120 Punkte auf dem 24. Platz. Ja, aber du hast auch einen Tipp rausgelassen, da gab es ein ganzes Ding. Ja, ja, in Monaco habe ich das Qualifying verchillt, muss ich ganz ehrlich sagen. In Monaco habe ich auch das Qualifying verchillt und in Spanien auch. Also ich verliere hure viele Punkte, indem ich die ganze Zeit verchillen. Ja. Bist du selber schuld. Gut, das soll ich noch schnell loswerden. Perfekt, da finde ich immer gut, dass du dich daran erinnerst, weil ich vergesse es nämlich immer wieder. Da finde ich sehr gut. Muss ich nämlich auch mal wieder ein Update aufposten, glaube ich, beim Unsafe Release Podcast Instagram-Account folgen. Gerne trainiert. Den Link findet ihr, glaube ich, bei Spotify unten verlinkt. Meinte ich, kann sein, dass ich es nicht gemacht habe. Und sonst geht einfach auf meine Instagram-Page, Castle_Official. Dann nachher dort haben ihr alle Links eigentlich bei mir dann in der Bio rein. Und ja, eben, da wäre es mit dieser heutigen Episode vom Unsafe Release. Vergesst nicht, unseren Podcast zu bewerten und auch mit euren Kollegen, mit der Familie, mit den Grosseltern, mit den Schwiegereltern, mit den Ex und mit weiss nicht was alles zu teilen. Dass wir da mehr Reichweite können generieren, mehr Leute können erreichen mit unserem Podcast. Das würde uns sehr freuen und würde uns auch sehr unterstützen mit dem. Und ja, da würde man sagen, wir hören uns dann wieder in der nächsten Episode. Ich denke, da würden wir nach Kanada, ich weiß nicht, ob es gerade Kanada und Österreich nacheinander ist oder ob es dann wieder 2 Wochen Pause gibt. Jedenfalls, ihr kennt es regulär, nach 2 Wochen plus minus kommt der nächste Podcast wieder, obwohl das wir uns nie gross daran halten. Aber ja, wir werden es sehen. Wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Danke vielmals fürs Zulassen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht es gut beim Unsafe Release.